Alle reden, keiner sagt Okay. etwas. Jetzt Sag redet denen mal, jetzt redet wir. So, willkommen zu der nächsten Folge, beziehungsweise zu der Jubiläumsfolge von Jetzt redet wir. Mit dem Sam. Bevor ich erzähle, wer der Sam ist oder wieso wir uns getroffen haben, ein mega grosses Dankeschön. Wie gesagt, Jetzt redet wir gibt es seit einem Jahr. Die Community ist mega gewachsen, ich bekomme immer mega schönes Feedback. Persönliches Dank noch an Marlon und an Vetton. Ohne die zwei hätte ich das gar nicht gestartet. Und ja, jedem Ehre, wo Ehre gebührt. Die Leute haben noch gesagt, ich sollte so Ballon aufstellen mit so Eis und so, aber ich habe gedacht, trinkt einfach Rukuswasser. Das tut es auch. Genau, für die Bösen. Die wissen, was das für Bier ist, die wissen es. Ja, keine Werbung, aber die wissen es. So ist es. Giveli. Schiveli, schön bist du da. Und ich weiß nicht, ob so eine Folge draussen ist, Sam, oder nicht. Bevor ich erzähle, wer du bist, oder du erzählst, wer du bist, habe ich so ein Spiel. We are not really strangers. Es gibt 1, 2 und 3. Stufe. Jede Stufe wird die Frage immer wie deeper. Und ich habe gedacht, wir ziehen eine, wir stellen die und versuchen die so ehrlich wie möglich Number 3. beantworten. Number 3. Also, ich nehme Nummer 2. Du kannst eine sonst ziehen von Nummer 2. Also du stellst mir jetzt... Ich stelle dir die Frage. Okay. Nummer 3. Nein, ich mache auch Nummer 3. That's gay. Frag du. Das ist auch recht gay. What do I need to hear right now? Für die kein Englisch können, was muss ich jetzt in diesem Moment gerade hören? Als ich dich vorher gesehen habe, habe ich gesehen, dass du mega krasse Falten hast. Du brauchst eine fucking Gesichtscreme. Genau. Das hat er mir gesagt, bevor er mir heute gesagt hat, hat er gesagt, du hast fucking Augenring und benutze mal eine Creme. Ich weiss, wer schuld ist. Wer ist schon? Okay. What about me most surprised you? Und die Satzstellung, wer auch immer das Spiel gespielt hat, Das ist von China, Bro. Von China, ja, okay. Sorry. Brauchst du nochmal einen Repeat? Nein, aber vielleicht für die Leute, die kein Englisch können oder schwach im Englisch sind. Was hat dich an mir am meisten überrascht? Ich habe das vorher kurz angetönt. Eben Sam ist Trainer, ein Black Belt von Rukus. Wir kennen uns auch von dort, ich bin dort jetzt Mitglied. Und ich habe gedacht, ganz ehrlich, von außen, das ist einfach ein asozialer Haufen, der dort trainiert, der vielleicht wenig so Karriere, das macht, aber du bist eben ein Trainer von dort und du bist, ich sage so schön, du hast nicht so gerne erfolgreichen Banker. Hast Herz auf der Zunge, bist so voll raw, so wie die Regeln von früher, aber bewegst dich wie in einem guten Rahmen zu der heutigen Zeit. Weißt du, wie ich meine? So, du bist jetzt nicht im Knast, du bist jetzt nicht irgendwie illegalem Zeug hinterher, sondern du bist Straße, aber du machst auch wie Karriere. Du hast einen guten Job. Und das hat mich mega surprised oder positiv überrascht, als ich das erfahren habe. Ja, bei diesem Gesichtsausdruck, ja, verstehe ich. Gibt es noch eine zweite? Was? Oder nur eine? Du kannst schon Zeit. Machen wir nochmal eine? Ja, nein, jetzt machen wir von 3, 2, 1. Ah, das hast du jetzt gezogen, K3? Ich habe es 3 gezogen. Aha, Du? obwohl ich 2 gesagt habe. Okay. Schöne Frage. Darf ich anfangen? What are you still trying to prove to yourself? Was bist du immer noch am Versuchen, dir selber zu beweisen? Die Einfachheit vom Leben zu finden. Einfachheit. Die Einfachheit. Ich habe jetzt eine Woche Ferien in Kroatien und das war so in meinem Kopf das hauptsächliche Thema gewesen, wie kann man sich einfaches Leben kreieren und dabei einfach nur fucking happy sein. Also weißt du, super fucking basic. Super fucking basic. Das ist meistens aber das Schwierige, die einfachen Sachen. Oder die Leute tendieren dazu, einfach immer mehr zu wollen.
Aber ja, ich will auch immer mehr Jordans, ich will auch immer mehr Kimonos kaufen, obwohl ich mehr als genug habe. Mhm. Aber es sind nicht so Sachen wie, ja, ich will ein Haus, ich will ein Auto, Mhm. ich will eine Ferienwohnung, ich will ein Boot, ich will einen TÜV, was auch immer. Mhm. So Sachen. Aber die Einfachheit zu finden, ist irgendetwas, wo es einfach so können ausschnaufen und einfach sagen, that's it. Und mehr braucht es Zufrieden. nicht. So. Genau. My Schön. turn. If you could have it your way, who would you be with? Where would you be? What would you be doing? Also, Mhm. wenn es nach deinem Weg sollte gehen, mit wem würdest du jetzt zusammen sein? Wo würdest du sein mit dieser Person offensichtlich? Und was würdest du mit dieser Person gerne machen, zum jetzigen Zeitpunkt? Wenn jetzt die Freundin nicht erwähnst, Bro, ist geschissen. Nein, ich sage es wirklich, ich sage so, wie was das mein erster Gedanke, den ich hatte. Ich bin super zufrieden mit dem Kreis, den ich habe. Also ich will niemanden sonst um mich herum haben. Ich bin mega blessed, finde ich. Ob es jetzt Freundin ist, Kollegen, Training, also alles. Was ich für genau das Gleiche mache, wie ich jetzt mache, wenn ich etwas könnte ändern könnte, einfach vielleicht finanzielle Unabhängigkeit. Aber sonst würde ich das genauso beibehalten, wie es ist. Weil ich bin mega zufrieden mit meinem Umfeld und auch mit meinem Lebensstil. Vielleicht mehr ins Ruckus kommen, aber vielleicht Hör auf, kommen wir noch zu dem zum Eis. Easy Level, easy level. frag du. What reality show do you think I'm most likely to binge watch? Explain. Welche Reality-Serie würde ich binge watchen, also so einmal anhocken, alles fertig schauen? Wieso? In dem bin ich super, super, super schlecht. Weil ich habe kein Netflix. Ich habe nicht irgendeine Serie, wo ich kann sagen, wow, die hat mich brutal gecatcht. Ich weiß, dass ein paar Jungs von unserer Crew, die sind ja mega in dem Game. So Ken und Danko, Game of Thrones. Ich habe es nur geschaut wegen Corona mit der Ex-Freundin. Ja. Und ich habe Game of Thrones einfach wack as fuck gefunden. Was? Ich habe es wirklich wack as fuck gefunden. Was? Für mich war es so, okay, ich sehe so gewisse Szenen und denke mir, wow, das ist in Kroatien, wow, da bin ich auch schon gewesen, wow. Das ist das Einzige, was mich irgendwie so gecatcht hat. Aha. Aber so Fantasy-Sachen, das ist so voll nicht mein Ding. Ich kann es Okay. wirklich in keinster Form beurteilen. Okay, crazy. Ich weiss zum Beispiel jetzt, wenn ich wüsste, du findest Fußball hure geil, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie eine Fußballserie erwähnen. Aber ich weiss nicht einmal, ob es eine Fußballserie gibt. Ja, okay. Also ich habe null Plan. Okay. Null Plan. Was wär's? Game of Thrones habe ich gefressen. Also wirklich angeguckt, ich habe das Fuck. inhaliert. Oder Anime bin ich auch mega. In the Also, game. ja, Naruto, Dragon Ball. So ist Das voll. ist auch null. Für ist mich schon wäre so crazy. Tom und Jerry. Tom und Jerry ist auch geil. Fuck, ist das geil. Einfach nur Gewalt. Ich schwöre. Das ist richtig geil. Aber sonst so von den Neuen. Oder wie heißt das da mit diesen Zombies, wenn sie beißen? Bist Banane. Walking Dead. Genau. Ja, aber das habe ich Auch auch. das ist auch während Corona, habe ich es geschaut und einfach so, ja, am Anfang schaust du es und dann, ja, hast schon nichts zu tun gehabt. Corona, die Heime, chillen, ja, schau schon mal ein. Ja. Aber hat es einen Grund, wieso du kein Netflix und so hast? Oder findest du einfach Time-Wasting? Nein, ich bin mehr so, wenn ich etwas schaue, also ich liebe so Kriegsdokumentationen, allgemein geschichtliche Sachen. Ich weiß, das hat mir eigentlich nicht so gegeben. Nein. Wenn ich Sachen schaue, dann sind es irgendwelche Jiu-Jitsu-Matches. Ja. Aber ich schaue das ganze Match, nicht irgendwelche Highlights. Das erwähnst du auch immer im Training. Das mache ich gerne. Aber wenn ich etwas schaue, dann sind es so Kriegsdokus. Kulturelle Sachen, Religionen vor allem in der letzten Zeit. Religionen sind immer wieder ein Thema. Ich finde es hure krass, wie extrem viele Leute das durchschnittliche Wissen von Religionen nicht haben. Aber die Vorurteile, Ja, extrem. so viel Shit kommt dir entgegen zu fliegen, das ist unglaublich. Aber sonst eben, ich schaue kein Netflix. Ich habe zwar IPTV, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein.
Du kannst alles streamen. Ich habe irgendwie 27'000 Sender. Okay. Gerade 27'983. Bin ich extra schauen, in Kroatien auf dem Laptop bin ich schauen und habe gesagt, was ist das Totale von allen Sendern? 27'983. Und ich habe so gedacht, what the fuck. Das ist genug. Also ja, aber ich habe nur ein bisschen Fußball geschaut und Nachrichten und so. Okay. Nice, ich glaube, ich behalte das bei mit 1, 2, 3. Macht fast ein bisschen. Nein, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 3, 1, 2. Je nachdem. Lassen wir das. Das wäre jetzt eigentlich eine Frage, die ich ihm Danko könnte stellen und ich wüsste, was sein Song wäre. Letztens ist das Video rausgekommen. What do you think my go-to Karaoke song is? Bei dir? Ich habe einmal Karaoke gemacht in St. Anton mit einer kroatischen Bande. Und ich war besoffen auf irgendwie 1500 Meter. Und weißt du was, wenn du dort auf den Screen schaust und du siehst, wie der Text am Laufen ist, und du bist besoffen, du willst singen, aber dein Hirn ist besoffen und du kommst nicht nachher mit dem Text und du freezest einfach, du würdest schon gerne, aber und bringst es einfach nicht zustande. Hat es nicht geklappt? Nein, es hat voll nicht geklappt. Es ist total in Ich wüsste gar nicht Karaoke. Ich hätte jetzt voll auf Hip-Hop gesagt, aber ich weiß gar nicht, gibt es das in Karaoke-Bars? Ich hätte jetzt gesagt, irgendetwas von Wu-Tang, irgendetwas von J. Cole. Role Models von J. Cole. Nein, ich kann den Text schon gar nicht. Ja, Role Model ist nicht. Aber wenn es ein J. Cole-Song wäre, dann wäre es Love Yours. Aber wie heißt das da von der Wonderland oder Wonder irgendetwas? Das, was im Danko sein super Lied ist. Das, was er gesungen hat im Video. Gesungen hat. Ah, das ist super. Das ist Oasis. Genau, Wonder irgendetwas. Genau, Oasis. Das ist ein richtig gutes Lied. Okay, also nächstes Mal, wenn wir Karaoke singen gehen. Ja, aber ohne Danko. Ohne. Jetzt habt ihr schon mega viel gehört. Ihr wisst vielleicht gar nicht, wer der Sam ist. Also seitdem es den Podcast gibt, habe ich keine Frage öfter bekommen, als «Wann kommt der Sam? Wann kommt der Sam? Wann kommt der Sam?» Ich habe etwas probiert mit ChatGPT. Ich habe wie so dich, ich habe so gesagt, mach mir mal so, announce mal jemanden, wo ich dich so ein bisschen beschrieben habe. Und jetzt, Mal schauen, was die alles wissen von mir. Meine Damen und Herren, heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, der mit seiner großen Klappe und seinem scharfen Verstand beeindruckt. Er ist nicht nur ein erfolgreicher Banker, sondern auch ein Black Belt im Brazilian Jiu-Jitsu. Halb Kosovar, halb Kroate, bringt eine einzigartige Perspektive mit. Was ihn wirklich auszeichnet, ist sein außergewöhnliches Mindset. Bitte begrüßen Sie herzlich unseren neuen Gast, Sam. Was sagst du? Gay. Ich hab's gewusst. No offense, Gay Community. Ich habe absolut nichts gegen Gays, aber das ist so in einer normalen männlichen Umgebung, wenn man etwas ein bisschen scheiße findet. Also jetzt eben kein Bezug auf die Gay Community, ich habe absolut nichts gegen Gays, aber that's some gay shit. Wollte nicht. Nein. Ich hasse mit Ich habe das Spotlight nicht gern. Das weiß ich, ja. Und du hast auch lange nicht zugesagt, so mit diesem Podcast zu kommen, weil du sagst, du willst das Spotlight gar nicht. Wieso? Was soll ich überhaupt da? Aber jetzt bist du da. Und es freut mich mega. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist unter dem Ich habe es gesehen. Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen. Du hast es hure schlecht versteckt. Ja. Hure schlecht. Ja, ich habe Türkenzeug. Einfach so einen richtig Pseudo-Versuch. Aber das schauen wir nachher an. Okay. Ich muss es verdienen. Du musst es verdienen. Ich muss es verdienen. Okay. Sam, willst du vielleicht dich vorstellen? Das findest du jetzt super scheiße, was ich da gemacht habe. Wie würdest du dich vorstellen? Ja, das ist ungefähr so der Overview. Geboren und aufgewachsen in der Schweiz, eben Vater Albaner, also aus dem Kosovo, Mutter Kroatin. Habe eine Banklehre gemacht, arbeite auf einer Bank, Shoutout zu meiner Bank, Bank Reichmuth. Ich habe mehr als 20 Jahre auf Banken gearbeitet, überall, vor allem auf dem Platz Zürich. Ich konnte nie eine Corporate Identity aufbauen. Und jetzt habe ich sie. Jetzt bin ich, am 2. August bin ich 3 Jahre dort. Und für mich sind das Leute mit solchen Eiern. Okay. Betonung auf solche Eier.
Sie haften mit ihrem Privatvermögen und ich bin mega froh und mega stolz, dass ich dort arbeiten darf. Und das Gefühl habe ich zum ersten Mal. Okay. Und sonst, ja, was soll ich sagen? Ich erachte mich selber als 0815-Person. Für viele bin ich keine 0815-Person, aber ich selber, für mich, sage mir immer wieder, ich bin eine 0815-Person. Weil, wenn ich es irgendwie auf die Reihe kriege, wieso sollten das irgendwie andere nicht können auf die Reihe kriegen? Und viele Leute tendieren ja dazu, dass sie sich quasi überbewerten. Ja. Ich neige vielleicht zum anderen Extrem, aber ich bin davon überzeugt, dass ich ein realistischer Optimist bin. Also nicht ein Pessimist. Viele Leute werfen mir das vor, im Grunde genommen. Aber ich sehe mich als Realist. Weil all die Leute, die sich chronisch überschätzen, ich weiss Gott was für Themen vom Leben, das ist für mich irgendetwas, was mich nicht triggert, aber ich sage mir einfach, ist einfach Vogue. Ja. Ja. Woher denkst du, kommt Gedanke, dass du Pessimist bist? Weil ich das Game nicht spiele, das in der Gesellschaft irgendwie mittlerweile ganz normal ist. Ich spiele das Game nicht. Kann man es nicht anders erklären. Okay. Weil ich sage mir jetzt ja nicht, ich habe die brutalste Frisur. Andere sagen, was lachst du? Ja, das ist lustig. Andere sagen, ja, weisst, la la la. Und versuchen sich in ihrem Kopf irgendetwas zusammenzureden. Und das Gegenüber, was macht das Gegenüber? Will das Gefühl von jemandem nicht verletzen. Und sagt sich selber dann, ich bin lieber ruhig, ich sage lieber nichts. Ich könnte ja das Gefühl von jemand anderem verletzen. Anstatt dass man sich sagt, ich will ehrlich zu dieser Person sein, ich will dieser Person reinen Wein einschenken, vielleicht wird das dieser Person auf dem weiteren Weg vom Leben ein bisschen mehr helfen als der Fake Bullshit. Und das ist eigentlich das, was ich dazu sage, was mein eigenes Bild angeht, was mein Pessimismus angeht, wo die Leute mir vorwerfen wollen. Ja. Also ich sehe mich in keinster Form als Pessimist. Als Realist, eher Also Optimist. als optimistischer Realist. Das hat mir auch der Verwaltungsratspräsident von der Reichmut gesagt. Okay. Er sehe mich als Realist, als optimistischer Realist. Und das war das letzte Vorstellungsgespräch. Und dort habe ich gedacht, endlich sagt es einer. Noted. Endlich sagt es einer. Ja. All die Haters dort draussen, ficken euch. Nein, ich finde auch, also ich finde, du hast ein mega schönes Mindset. Das ist auch ein Mitgrund, wieso ich dich einladen wollte. Du bist Trainer bei uns im Ruckhaus, also Head-Trainer, kann man das so sagen? Das ist so du und der Igor. Ja, wenn man zurückgeht in unserer Geschichte, es sind 4 Leute, die Ruckhaus gegründet haben. Das ist, ich werde nicht extra namentlich erwähnen, der Bahmann. Leider ausgeschieden, leider. Der Kiki, Kroat. Der Stipe, der Vater von meinem Göttibub und ich. Die Idee vom ganzen Ruckhaus-Zeug, das hatte ich. Die anderen sind mitgezogen und sind automatisch von dieser Idee überzeugt und euphorisch gewesen. Die 3 sind ausgeschieden, aus privaten Gründen, aus persönlichen Gründen, aus Konfliktgründen, wie auch immer. Und ich bin übrig geblieben. Ich kenne aber Igor vom Frotta seit 20 Jahren. Okay. Also wir haben mehr oder weniger gleichzeitig angefangen. Vielleicht 1-2 Monate Unterschied. Und Igor ist dann zu einem späteren Zeitpunkt zu uns gestoßen. Er war, glaube ich, Purple Belt. Er war Purple Belt und hat mehr Bodybuilding gemacht. Als ich den Igor kennengelernt habe, hat er gefightet, ich glaube, 77 Kilo. Ah, was? 73, 77, irgendwo dort, in dieser Passage von der Gewichtskategorien. Und als er retourgekommen ist, ist er der Igor, den wir heute kennen. Und ich erachte mich selber nicht als Trainer. Okay. Ich bin jetzt der ich würde jetzt sagen, am meisten Erfahrung hat.
mit dem Igor zusammen. Aber ich erachte mich nicht als Trainer, ich erachte mich als gleichwertiges Mitglied allen gegenüber. Ich bin jetzt einfach der am meisten Erfahrung hat und versuche die Erfahrung allen zu übergeben. Aber ich erkenne mich selber nie als Trainer. Ich hasse das, wenn mich jemand sagt, hey, das ist mein Trainer. Oder Für mich, Professor, findest du oder auch? Professor oder Master. Wenn ihr in einem Gym trainiert, wo ihr irgendjemanden mit Professor oder Master ansprechen, that's fucking wrong. That's fucking wrong. Nennt die Leute beim Namen, that's it. Nur beim Namen, nur beim Namen. Alles andere ist fucking Sektenzeug. Und ja, mittlerweile, wer gibt Training? Igor, Luci, Danko, Dario, ich und der Ken am Morgen. Und es ist ein riesiges Privileg. Ein riesiges Privileg. Wir sind jetzt 12 Black Belts. 12. Und wenn man in einer Crew kann trainieren kann, wo einfach eine gewisse Expertise vorhanden ist das etwas sehr Geiles. Und vor allem, wenn man sich kann auf andere Leute verlassen kann und die machen ihr Ding und es wird einfach A gesagt und es wird A gemacht. Genau. Und das finde ich bei uns mega, mega gut. Und ja, ich bin das letzte Gründungsmitglied von Ruckus, das bei Ruckus dabei ist. Okay. Aber er nennt mich nie als Trainer. Ich würde nie das Privileg mir selber geben, mich selber über irgendjemanden drüber zu stellen. Nie im Leben. Nie im Leben. Es ist immer auf Augenhöhe. Ja, so ist es wirklich im Ruckus. Und eben, wie du sagst, wer A sagt, muss auch A machen. Das ist ja etwas, wo du konstant forderst. Und ich sage mal so, wenn Leute vielleicht ins Ruckus kommen, können sie einen Kulturschock haben. Falls jemand kommt und nicht zufrieden ist, man kann gerne Rezensionen bei uns schreiben, Google-Rezensionen. Einstein oder ja, muss dann auch einfach damit leben, was vielleicht zurückkommt. Und was du mir mal gesagt hast, was mir mega geblieben ist, was ich mega schön finde, ist, du hast gesagt, wenn einer etwas sagt und es nicht macht, ist okay, kann passieren. Wenn er das zweite Mal das macht, dann ist das fucking Manipulation. Und das ist mir mega geblieben. Weißt du, wie ich meine? Riesen Blackout, Alter. Nimm einen Schluck. Ja, danke. Genau, das ist zum Beispiel ein Spruch von vielen, wo wir dieses Mindset, wo wir über dieses Mindset reden. Wie bist du zu dem Mindset gekommen? Ist irgendetwas mal im Leben passiert, wo dir gesagt hat, ich bin jetzt so? Oder ist das schon der Sam, schon seitdem er klein ist, hat die Werte? Oder weißt du, wie ich meine? Es ist sicher ein Prozess. Es gibt keinen quasi Einschnitt in meinem Leben, der mich dazu gebracht hat, so gewisse Sachen anzuschauen. Für mich ist unsere Crew, ich nenne es jetzt unsere Crew, ich nenne es nicht Ruckus, ich nenne es unsere Crew. Das ist so ein Melting Pot von der Gesellschaft. Du hast die Leute aus der Finanzbranche, du hast die Leute von der Baustelle, du hast Studenten, du hast Street Hustlers, du hast Pushers, du hast alles. Du hast einfach querbeet alles, was Religion angeht. Wir haben, glaube ich, noch keinen Gay, aber ich habe mir letztens überlegt, man sagt ja, jeder 8. Mann ist gay, statistisch. Ach so. Jeder 8. Haben wir einen, der gay ist? Und jetzt schon vielleicht 2, Egal. 3. Ist, Aber so, ist nicht mir mehr. letztens über den Kopf gegangen. Aber gibt es sicher. 100 Pro. 100%. 100 Pro. Stell dir vor, in der Dusche, wie der abgeht, innerlich. Vor allem, wie wir in der Dusche sind, weißt du, wie ich meine? Anyway, was hat mich dazu gebracht? Ich weiß auch nicht, das ist so ein Melting Pot und du wirst von der Gesellschaft schon genug enttäuscht. Vieles wird dir versprochen, im Geschäftlichen, im Privaten, in der Beziehung, bei den Kollegen, egal wo. Aber dort drinnen will ich einfach, dass es fucking real ist. Vielleicht hat das auch durch die Hip-Hop-Kultur einen gewissen Einfluss gehabt. Ich will, dass es einfach real und raw ist, die ganze Zeit. Wenn einer von mir mit der Frage konfrontiert wird, das hast du schon 1000-mal gesehen. Wann kommst du das nächste Mal? Ein neuer.
und er, er kommt ins Schleudern. Und er sagt, ja, ich weiß noch nicht. Die Antwort ist einfach wack. Ist einfach wack. Sag mir, ich komme nicht mehr. Oder sag mir, ich komme am Mittwoch. Und wenn du dir selber sagst, ich komme am Mittwoch wieder, dann hast du vielleicht gar keine Lust, am Mittwoch zu kommen. Aber jetzt kommt dein Charakter ins Spiel. Jeder Mensch hat eine Accountability. Im Sinne von, wenn ich etwas sage, dann mache ich das. Auch wenn es mich fuck nochmal anschießt. Wer steht am Morgen auf und findet es verdammt geil, ich kann arbeiten? Ja, Keine Sau. ja, fix. Aber du kannst es machen. Wieso? Wegen dem Geld. Weil du brauchst Geld zum Leben. Aber wenn du irgendetwas machst, innerhalb von einem Konstrukt, wo es nicht um Geld geht, wo du einfach so quasi dich selber musst prostituieren und wahrscheinlich etwa 27 Mal eine Nahtoderfahrung hast, auch wenn es dich anschießt und du weißt ganz genau, was wird passieren und du kommst, weißt du, wie fest respektiere ich das? Das ist so etwas, was ich mega wertschätze. Oder wenn ich jemanden frage, ich habe immer zwei so Hauptwege, die ich wähle. Wenn ich frage, und kommst du morgen? Wenn einer kommt mit, ich bin noch nicht sicher, dann nehmen wir gerade und packen an den Eier. Wenn einer einfach Nein sagt, ich respektiere das. Aber niemand sagt einfach so Nein, Ja. weil er nicht weiss, ob ich das Nein wird akzeptieren. Aber das akzeptiere ich voll. Voll. Wenn er Ja sagt, ist es off the table. Voll. Wenn er Nein sagt, ist es off the table. Wenn er sagt, ich muss noch schauen, Bro, dann packe ich die an den Eier. Und es geht mir grundsätzlich immer nur um den Mikrokosmos, dass die Leute untereinander, ob jetzt was Training angeht, oder der Ken zum Beispiel hat das Resti. Wenn ich würde hören, einer hat eine Reservation beim Ken parkiert, Freitag oben, Primetime, schönes Wetter, nicht 39, 37, und er taucht nicht auf. Ist sicher schon passiert. Der Ken hat es einfach nicht gesagt. Er ist einfach zu lieb. Er ist einfach zu lieb. Er ist so ein lieber Mann. Ich war gerade gestern bei ihm. Gewesen. Gott sei Dank. Ja. Weil er hat jetzt 2 Wochen zu. Genau, ja, ich 2 habe gedacht, Wochen bevor. Anyway, wenn ich das mitbekomme, dass einer von unserer Crew, der Ken, snitcht und er hält den Tisch für ihn bereit, mit Begleitung oder wie auch immer, und er taucht nicht auf, der gehört 100 Pro von mir. 100 Pro. Wenn du nicht den Anstand hast, beim Ken, eine halbe Stunde vorher abzusagen, hey Bro, ich schaffe es nicht aus XY Gründen. Du musst nicht mal einen Grund erwähnen. Das zeigt Respekt und das ist voll safe. Dann hast du eine Wertschätzung dieser Person gegenüber. Genau. Aber wenn du einfach den machst und nachher, ich habe es vergessen. Bro, niemand vergisst beim Ken Sushi essen. Ja, schon. Es geht nicht. Ja, schon. Das hat mit Respekt zu tun. Ja, Bin voll bei dir. Und ich will einfach, dass es innerhalb von unserer Crew, was draussen passiert, das interessiert mich nicht. Aber innerhalb von unserer Crew, darum ist das für mich ich sage jetzt heilig. Nicht heilig im Sinne von religiös, sondern heilig im Sinne von unter Freundschaften, unter Leuten, die sich gegenseitig vertrauen. Wir können uns gegenseitig mehr oder weniger schwerst verletzen, uns 17 Mal bewusstlos choken, damit du irgendwelche bleibende Schäden in die Schüssel reinhaust. Das machen wir ja nicht. Wir vertrauen uns auf allerhöchster Ebene. Mega. Und wenn du nachher die Leute noch versuchst zu verarschen, nein, du wirst etwas hören. Und das ist der Grund, wieso ich das so dermaßen pushe. Einmal jemanden verarschen, okay, wenn du dich entschuldigst. Eine Entschuldigung ist immer nur dann so viel wert, wenn du wirklich versuchst zu ändern. Genau. Wenn du es das zweite Mal machst, obwohl du dich beim ersten Mal entschuldigt hast, die Entschuldigung, die du das letzte Mal gebracht hast, voll komplett für den Arsch. Voll Manipulation. Und dann beim dritten Mal, das hat ja auch der J. Cole in einem Rap-Song, Genau. Fuck the Peace Sign. Load the chuck and let it rain on you. Aber das machen wir ja nicht. Nein, das machen wir nicht. Wir joken einfach. Genau. Was du mega oft machst, finde ich, und was mega schön ist, was man vielleicht in anderen Gyms nicht sieht, ich bin auch bei anderen Jiu-Jitsu trainieren, du haltest mega den Spiegel einem vor die Fresse.
Und ich sage jetzt mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster, die Leute, die nicht mehr kommen, haben so ein verzerrtes Selbstbild, dass sie das nicht akzeptieren und gar nicht mehr kommen. Oder sich dann irgendwie betüpft fühlen. Willst du da Gibt es sicher auch. unterschreiben? Gibt sicher auch. Alle Gyms, die es gibt, egal ob es Jiu-Jitsu, Thai-Boxen, Boxen, Kickboxen, Pumper-Gyms. Mhm. Du musst in ein Gym gehen und du musst dich wohlfühlen. Nicht jeder fühlt sich wohl, wenn irgendjemand kommt und dir quasi den Spiegel zeigt. Mhm. Am Schluss des Tages ist immer der Mindset im Kopf der Leute, es ist Konsumation, ich zahle und ich erwarte einen gewissen Service retour. Mhm. Und ich bin Kunde. Und wenn du mit dem Mindset zu uns kommst, dann geht es in die Hose. Dann geht es massivst in die Hose. Du bist fett Vor allem, enttäuscht. wenn du das Gefühl hast, du kannst dich benehmen, wie auch immer du willst. Weil, wenn du das Gefühl hast, dass du dich kannst benehmen, wie auch immer du willst, stellst du dich als Individuum über ein Kollektiv. Und das ist etwas, was ich brutal verabscheue. Mhm. Ja. Wer nicht ein Teil des Kollektivs will sein und wer nicht im Kollektiv etwas will geben und im Kollektiv will dienen, der hat bei uns nicht verloren. Mhm. Ist ein grosser Grundpfeiler von meiner Erziehung gewesen. Ich bin sippenhaftmäßig aufgezogen worden. Okay. Es sind immer shitload of Leute rum gewesen. Cousins, Tanten. Es war eine verdammte fucking Horde von Leuten gewesen. Mhm. Und du hast immer müssen aufpassen als Kind, also aufpassen. Du hast einfach die fucking Fühler draussen gehabt. Du hast 5G gehabt und nicht mit Edge unterwegs gewesen. Bist nicht. Also du hast immer gewusst, mache ich einen Shit, kann ein Flatter zu fliegen kommen aus jeder Himmelsrichtung. Mhm. Und es war immer so gewesen, dass der Erziehung eine Angelegenheit war vom Kollektiv, Ja. von der Sippe. Und nicht nur Papi und Mami dürfen mit mir schimpfen. Mhm. Nein, Ah, okay. es war immer die ganze Sippe gewesen. Und das ist vielleicht ein Grund und ein Trigger, dass ich das so projiziere. Und all die, ich sage jetzt aus dem ex-jugoslawischen Raum kommen und mein Alter haben, die werden das noch empfinden. Mhm. Weil die Erziehung ist immer, also jetzt in meiner Umgebung und in meiner Generation, sage ich jetzt mal so, ist immer eine Frage von der Sippe gewesen. Es ist immer die ganze Family involviert gewesen. Okay. Und das ist für mich etwas, was mega wichtig ist, dass du ein Teil vom Kollektiv bist Genau, und ja. nicht irgendwie über dem Kollektiv bist, weil du einen Beitrag gezahlt hast jetzt bei uns. Ja, ja. Das ist Ich jetzt, habe das Gärtchen denken. Oder? Dort ist eine andere Form. Dort, sondern es ist alles wie gleich und jeder hat sich wie diesen Regeln zu unterordnen, sage ich mal, dass Genau. eine Harmonie herrscht, wo jeder kann daran profitieren eigentlich. Genau. Ja. aber dass andere Gyms das Geld nehmen von den Leuten, ihnen sagen, hey, super gewesen, heute hast du super Einsatz gezeigt, Genau. das braucht es auch. Ja. Ob das jetzt etwas für uns ist? Nein. Mhm. Eindeutig nein. Mhm. Aber ja, das braucht es. Die Ja. Gesellschaft braucht das. Und wenn jemand damit kann leben kann, als Konsument und als Dienstleister, fair enough. Mhm. Der eine lebt davon, der andere hat ein bisschen Ego-Push. also Ego-Push kann man es nennen, oder er fühlt sich bestätigt in seinem Effort. Mhm. Ist absolut okay. Mhm. Ist es etwas für uns? Eindeutig nein. 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 Das Rückkurs sticht auch ein bisschen aus der Menge hervor, das sage ich jetzt einfach vom BJJ. Also sagt das jetzt, wie wir trainieren, sagt das auch vielleicht so das Mindset, wo wir alle wie mitbekommen, wo mega schön ist. Darum habe ich es ja tätowiert. Ich habe letztes Mal den Miro da gehabt, er hat mich gefragt, wieso hast du es tätowiert? Ist es wirklich nur wegen dem Rückkurs? Dann habe ich gesagt, nein, es ist schon wegen dem Sam, weil es ist ja Sam sein Logo. Also für die es nicht wissen, ich habe mit dem Miro Erfolg, die wird, glaube ich, davor schon draußen sein. Das ist das Logo vom Sam. Und es hat auch mit dem zu tun, mit dem Mindset. Wir haben auch beide gesagt, du bist so der Onkel, den wir nie hatten, der so voll Prinzipien bestrebt, die wir auch in uns haben, aber wo vielleicht durch die flauschige Gesellschaft, die heute dargestellt wird,
in Schatten wie rücken und du holst dich wieder wie raus. Macht das Sinn, wenn ich das so Ja, sage? macht Das Sinn. finde ich extrem und darum habe ich es mitprobiert und er sich eigentlich auch. Zum anderen kommt dazu, dass ihr ja von dem Gym fast nicht profitiert. Also es gibt Jiu-Jitsu-Gyms, dort ist der Trainer, der macht das hauptberuflich. Bei uns macht das ja niemand hauptberuflich. Also weißt, jeder schafft ja. Und woher kommt das? Ist das auch so ein Teil von deiner Ideologie oder von unserer Ideologie vom Ruckus, dass der Beitrag deutlich günstiger ist als in anderen Gyms? Ich sage es jetzt so, wie es ist. Was war der Grund? Ich habe mit Jiu-Jitsu angefangen beim Frotta vor 20 Jahren, ziemlich genau vor 20 Jahren. Äh, Wir haben dort am Anfang zweimal pro Woche trainiert und haben 780 Stutz gezahlt. Vor 20 Jahren. Aber für zweimal in der Woche. Zweimal in der Woche. Wir haben in der Berufsschule trainiert. Die hat 3 Monate zu. Sommerferien, 5 Wochen Pause, Herbst, Frühling, Weihnachten, Ostern. All die 4 Tage haben wir nie trainieren. Wir haben immer nur Dienstag und Donnerstag trainiert. Okay. Zu einem späteren Zeitpunkt ist dann der Freitag noch dazugekommen. Das Gym ist geteilt worden mit dem Dado, Ja, Thai-Boxen. da der Gym. Ja. Und wir haben dort 760 oder 780 gezahlt. Nachher hat der Frotta einen Wechsel gemacht. Irgendwo in Altstädten sind wir in den Keller unten rein. Dort ist er auf 1200 rauf. Und ich habe das nicht verstanden. Zu dem Zeitpunkt habe ich bereits beim Frotta sehr viele Klassen gegeben. Es war immer High Five, High Five, High Five. Und wir mussten einfach zahlen. Und das war irgendetwas, wo mich nicht triggert hat, dass er Geld verdient und ich nicht. Ich habe es als Hobby gemacht, habe es zwar mega ernst genommen, aber ich habe es ihm gegönnt, dass er Geld verdient damit. Aber ich habe nicht verstanden, wenn du Geld verdienst, dann brauchst du fuck nochmal einen Effort dafür zu leisten. Und er hat nie etwas dafür gemacht. Er hat mich die Classes machen lassen, hat den Cash abgarniert, ist an mich eingefahren mit Jeanshose, hat ein Kimono-Oberteil angelegt und hat die Klassen gegeben. Er hat eine Technik gezeigt, 2 und ist dann wieder gegangen. Okay. Und das hat mich hässlich gemacht. Und jedes Mal, wo er mir gewisse Fragen gestellt hat, und es war eine freundschaftliche Beziehung, und ich bin halt so, wie ich bin, immer fucking straight to your fucking face. Wenn du mich schon fragst, sage ich mir, ich muss 100% ehrlich sein. Ja, du fragst mich. Ja. Du bist mein Freund. Ja, voll. Ich mache nicht so, könnte ich im allenfalls heute Gefühl verletzen? Nein, fuck that shit, interessiert mich fürchten. Du hast mich gefragt, that's it. Fix. Und du weißt schon, wie ich bin, also weißt, was du ungefähr darfst erwarten. Und dann mich das aufregen, im Sinne von, okay, wir haben ein paar Mal in der Woche Training, nichts elementar Grossartiges zu dieser Zeit. Du willst mega viel Cash, vergleichst dich mit den grossen Namen der globalen Szene zu dieser Zeit. Das kann nicht sein. Und dann ist der Gedanke aufgekommen, wir müssen eine Crew bilden, die zu einem angemessenen Beitrag ein gutes Training bekommen kann, ohne dass jemand finanziell davon profitieren kann. Weil dann wird deine Passion triggert, dein Beitrag als Mensch zu einem Kollektiv gegenüber, und es kommt vom Herz. Und wenn etwas vom Herzen kommt, dann ist der Haupttrigger nicht der Cash. Ja, voll. Und so hat das angefangen. Dann haben wir damit angefangen und wir haben bis letztes Jahr alle Cash, der reingekommen ist, haben wir reinvestiert. Wir haben Seminare gezahlt, wir machen unser jährliches Ruckusessen. Und wir haben erst jetzt angefangen, Cash auszahlen an die Classes leiten. Und trotzdem ist es immer noch viel günstiger als andere Gyms. Ja, also unser Jahresbeitrag ist jetzt bei 960. 960. Der Cyborg ist dieses Jahr jetzt nicht gekommen. Hat einen speziellen Grund, auf das müssen wir nicht eingehen. Neben der Tatsache, dass ADCCs ja im August sind, in einem Monat, und er die ganze Seminartour abgesagt hat. Wir haben Anfangsjahr, im Februar, haben wir den Kate da gehabt, 1 Monat lang. Genau. Der Lucci, Shoutout Lucci, du hast ihn babysittet. Endlich hast du es mal gesehen, wie es ist.
Bro, ich habe es 10 Jahre gemacht. Nicht geil, Es ist fuck nochmal nicht geil. Der war eine Woche da, hat uns richtig gute Sachen gezeigt. Das war gratis für unsere ganze Crew. Plus haben wir ja alle anderen Leute eingeladen. Ist gratis für egal wer gewesen. Wir haben erst gerade vor kurzem unser jährliches Rückwärtsessen gehabt beim Ken. Ja, das wird beibehalten und es wird es für immer so geben. Also solange ich irgendwie rum bin, solange ein Luci, ein Igor, ein Danko, ein Dario, ich sage jetzt mal die alte Garde dabei ist, wird das 100 Pro so bleiben. 100 Pro. Shoutout auch zum Ken, also wenn ihr wirklich den besten Sushi essen wollt in eurem Leben, Yuan. YU-AN. N wie Nordpol. Mächtig. Bro, meine Freundin. Nein, Sushi, ich hasse Sushi. Hast du schon mal probiert? Nein, noch nie, aber Und nachher hatte ich ein Doppeldate mit dem Emra, seiner Frau und ihr. Und dann habe ich gedacht, Yuan fix, sie muss es probieren. Vor 3 Tagen war sie am Arbeiten, schreibt sie mir, ey, du wirst nicht glauben, ich habe so Bock auf Sushi, können wir Sushi essen gehen? Ja, wo? Ja, zum Ken, wo sonst? Dann sind wir gestern gegangen, sie voll am Reinbiegen. Ich dachte, du hast nicht gerne Sushi, was ist los? Ich war jetzt in Kroatien und dann ich so, du Ken, du machst ja am Freitag den Laden zu. Also machst du am Freitag noch auf oder hast du allenfalls am Samstag noch offen? Weil ich mit dem Gedanken gespielt habe, Retour zu fahren, heute oben noch zu gehen, aber ich habe den da bekommen. Und dann, ja, Nein, jetzt muss ich 2 Wochen warten. Ja, nein, es ist wirklich abnormal, wirklich. Also, ich habe Sushi mega gerne, aber kennen Sie, sein Sushi ist nochmal abgespaced. Ein anderes Thema, Sam, das ich mit dir besprechen will, ist deine Bankerlehre oder eben jetzt, wo du als Banker wie es schaffst. Ich habe oft das Gefühl, dass vielleicht Leute das Gefühl haben, so, ey, wenn du so Kampfsport machst oder in dieser Szene bist, dann bist du so, ich sag mal jetzt von außen, die denken, wir sind ein asozialer Haufen, keiner investiert in seine Zukunft oder in seinen Job. Ob du vielleicht da wie so etwas der Jugend wie kannst mitgeben. Man muss nicht entweder ein Streber sein und irgendwie nur die hocken und lernen und Karriere machen, oder man ist ein Assi, ist im Gefängnis und hat keinen Job. Du hast ja wie einen guten Job und bist gleich gesund asozial. Ob du da vielleicht der Jugend könntest etwas sagen oder wie es dazu kommt, dass du so denkst oder so gelebt hast. Also ein grosser Beitrag zu dem Mindset, das ich habe, haben meine Eltern. Beide haben in der Psychiatrie gearbeitet. Meine Mutter ist schon vor 10 Jahren gestorben. Genau. Mein Dad ist nach wie vor in der Spitex am Arbeiten, obwohl er eigentlich schon ein Zeitchen pensioniert ist. Okay. Weil das ist so eine Herzensangelegenheit. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jeder Mensch einen Beitrag zur Gesellschaft machen, Betonung, muss. Muss. All die das Gefühl haben, ich nehme es jetzt easy, ich habe es raff, ich habe diese Einstellung, lalala, links und rechts. Ich habe das nicht gern. Ich habe es wirklich nicht gern, weil ja, mich scheisst es auch an mich an arbeiten. Mehrheitlich den ganzen Tag scheisst es mich an arbeiten. Ja, Ich hätte auch Alternativen. Ich wäre lieber am Werdinsel beim schönen Wetter, auf dem Bänkchen am Hängen, mit ein paar komischen Köpfen, würde ein paar Bierchen reinstellen und life is good. Aber du musst einen Beitrag leisten. Und das habe ich eindeutig von meinen Eltern. Okay. 100% von meinen Eltern. Die sind beide in diesem Sozialbereich tätig gewesen. Mein Vater nach wie vor eine riesige Nummer. Gott sei Dank ist er noch gut Weg, mega fit, körperlich und geistig. Und das ist der Trigger. Jedes Mal, wenn ich aufstehe, ich meine, der Faton wird jetzt lachen, ich könnte jetzt nicht vom Stuhl aufstehen, ohne dass ich mich aufstütze mit den Händen. Meine Knie sind im Arsch, jetzt fange ich meine Hüften an zu spüren. Okay. Aber fuck it, das ist mein Beitrag zur Gesellschaft. Andererseits, ja, klar haben meine Eltern mir gesagt, eine Lehre ist wichtig oder geh studieren, mach deinen Weg, aber mach irgendetwas. Seinerzeit hast du so gedacht, ja, was meinen sie damit genau? Ja, ich wollte eigentlich gar keine Lehre machen. Ja,
Studieren scheisst mich auch an oder ich habe gar keine Ahnung, was ich studieren soll. Ich meine, mit 16, wer weiß mit 16, was er machen soll? Niemand. Niemand, sorry. Niemand. Echt Du niemand. gehst einfach mal einen Weg und dann machst du das Beste daraus. Aber all die irgendwo auf einem Weg sich denken, das System ist gegen mich, im Mittelalter, so Leute, die nichts nutz sind, was ist mit denen passiert worden? Kopf ab. Kopf ab, Scheiterhaufen ab, in den Kanal rein, verreck. Niemand hat dir zu essen gegeben. Du musst einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Unabhängig davon, ob es auf dem High-Level ist, finanziell, oder auf dem fucking Low-Level. Ich respektiere die hier unten. Die im Coop gehen das Regal auffüllen. Die am Oben nach dem Regal auffüllen, noch gehen irgendwelche Büros putzen. Ich meine, das ist elementar. Bei uns in der Bank Reichmuth haben wir eine bosnische Serbin, Maria. Das ist eine Jugo. Ich nenne sie Jugo, sie ist Serbin, aber für mich sind das jetzt alles Jugos. Ich rede immer mit ihr auf Jugo und sie schämt sich, mit mir Jugo zu reden. Ich rede mit ihr Jugo und sie gibt mir ab und zu deutsche Antworten. Okay. Bis ich ihr mal gesagt habe, hey, hör auf mit dem Scheiß. Das ist deine Kultur. Du machst einen wertvollen Beitrag. Du sammelst unsere Tässchen zusammen, du bringst sie aber in den Geschirrspüler. Am nächsten Tag sind all die Tassen wieder sauber und wir können Kaffee trinken. Auch wenn es nur der fucking Beitrag ist. Du wirst dafür entlöhnt, aber es ist ein fucking Beitrag. Mega, ja. Und ich habe mega Mühe, wenn Leute einfach das Gefühl haben, das System ist gegen mich. Also wenn jemand in der Schweiz sagt, das System ist shit, Bro, dann hast du massivste fucking Issues. Also massivste. Jetzt kommt mir einer in den Sinn. Einer von, ich glaube, sein erster Podcast hat über die Bankenwelt abgelästert. Am Schluss des Podcasts. Folge Nummer 1. Folge Nummer 1. Typisches Sonntagsgespräch heisst Wie heisst er? Michael. Michael, du kommst mal ins Ruckhaus. Und ich erkläre dir, wie viele gute Sachen die Bankenwelt macht. Es hat mega viele gute Beiträge, die die Banken machen, aber du kommst mal ins Ruckhaus und dann, we gotta settle the score. Das habe ich fuck nochmal persönlich genommen. Weil du hast fuck nochmal absolut keine Ahnung, was abgeht. Bro, ja, was soll ich sagen? Der Michael ist bekannt dafür in unserem Kollegenkreis. Bro, der redet über alles, aber er keinen blassen Schimmer hat. Bro, die Leute hasse ich. Ich liebe ihn, aber das ist wirklich etwas Wie viel Mal hast du ihm schon gesagt, halt mal einfach deine Fresse? Oft. Sehr oft. Wieso kann der nicht einfach hängen, chillen und sagen, ich lasse jetzt einfach mal zu? Ja, keine Ahnung. Wieso können die Leute nicht einfach sagen, wenn jetzt einer anfängt reden über Autos, Bro, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich fahre einen Diesel, ich weiss, wie ich tanken muss, ich weiss, welchen Knopf ich drücken muss, um den Karren zum Laufen zu bringen. That's it. Ja. Ich weiss, wo ich die Klimaanlage einstellen kann, Bluetooth, Connecting, das ist alles. Das langt. Wenn mir einer sagt, weiss doch auch nicht, wie sagen wir, Zahnriemen, Ja, sorry. Zylinder, Klimaanlage, Zündung. Ja. Oder wenn einer redet über Jiu-Jitsu und ist noch nie im Jiu-Jitsu Ja. gesehen, nur weil er es gesehen hat im UFC. Genau, die Highlights schnell angeschaut hat. Bro, Ja, in shut the Ecke. fuck up. Bist froh, dass du mit uns schauen darfst? Ja. Halt einfach deine Fresse. Und bring ja nichts, wo dich selber ins Kreuzfeuer bringt. Weißt du, was habe ich gedacht für den Podcast in einem späteren Verlauf, also ich will das Ganze ja ausweiten, fände ich sehr spannend, so zwei Parteien. Zum Beispiel jetzt ein Michael und dich und dann reden wir über die Bankenwelt. Kommt nicht gut. Nicht? Wegen? Was ist so quasi sein Ding? Sein Ding, DJ zum Beispiel. Also er Musik. ist DJ. Ja. Ich habe früher auch mal aufgelegt. Ach schon? Auflegen von früher ist das eine. Das Auflegen von heute ist eine komplett andere Baustelle. Ich halte meine fucking Fresse. That's it. Wenn irgendjemand über irgendetwas redet, wo er eine Ahnung hat, shut the fuck up, lass zu und versuch so viel mitzunehmen, wie du kannst, falls es dich interessiert. Ja, voll. Falls es dich nicht interessiert, du, weißt du, Ja, Handschlag ja, und gut ist. Peace out. Aber
jetzt da irgendwie das Gefühl habe, ich muss mitreden, weil ich ja irgendwie vor 20 Jahren mal aufgelegt habe. Bro, nein. Okay. Ich habe mit fucking Vinyl aufgelegt. Mit einem Vestex-Mischpult, mit 2 MK2. Heutzutage mit Laptop und mit diesen komischen Rädchen da, wo alles leuchtet. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also Halt wenn deine ich- Fresse. Ja klar, denke ich mir, okay, gut, er muss irgendwie so eine Library haben. Ist etwas anderes. Glaubst du aber, jetzt gar nicht auf den Michael bezogen, sondern vielleicht auch die jüngere Generation, dass das mega so ein Generationending ist? Ich habe das Gefühl, dass mega viel ihre Fresse aufmachen, ohne dass sie eine Ahnung haben oder mal mitreden, mal so die Opferrolle beziehen, wie früher. Früher ist das wie weniger rum gewesen. Keine Ahnung, ist das so ein Generationenproblem vielleicht? Oder wie, ich sag mal so, vielleicht kann man den Abklatsch machen, sind es Schüler, die jetzt trainieren kommen und WWlis sind das die gleichen WWlis, die es vor 10 Jahren vielleicht gekommen sind? Es waren in einem anderen Rahmen. Ich glaube, wie das ganze pädagogische System aufgebaut ist, wurde. Wir haben ja einen bei uns, der kommt jetzt leider nicht mehr so oft ins Training, der Atti, der ist Lehrer. Okay. In Usten, ich glaube, du kennst ihn nicht. Brown Belt. Nein. Oh, sorry, ich mach schnell dazu. Die sind am Rasenmähen. Der Atti hat mir Sachen erzählt, die mich so ein bisschen aus der Bahn rausgehauen haben. Als ich in die Schule gegangen bin, war es so, du hast den Klassenlehrer gehabt. Der Klassenlehrer hat dich bewertet. Nie im Leben bin ich zum Lehrer gegangen und habe gemotzt über meine Noten. 2 Sachen sind für mich immer klar gewesen. Der Lehrer hat recht, der Polizist hat recht. So bin ich erzogen worden. Okay. Das ist so das kommunistische Gedankengut, das ich in meine Erziehung bekommen habe. Halt deine Fresse, fall nicht auf, Lehrer hat immer recht, Bullen haben immer recht und flieg unter dem Radar. Und life is good. Wenn ich jetzt einmal heimgekommen wäre und gesagt hätte, du Papi, der Lehrer XY, Hauptfresse. Du bist gerade gecuttet worden. Weil das ist automatisch als Bullshit detected worden. Was meinst du? Heutzutage hast du Schulpsychologen, du hast irgendwie 1, 2, 3 Mal pro Jahr ein Elterngespräch. Der Danko hat mir letztens erzählt, sein Kleiner geht in den Kindergarten und er muss, der Kleine ist 6. Und jetzt tun einen 6-Jährigen bewerten. Was bewertet es am Im Sinne von 6-Jährigen? sozial bewerten. Wie Okay. gibt er sich mit anderen? Wie benimmt er sich? Auf was sollte man Acht geben in der Erziehung? Ich weiß gar nicht, wie so ein Gespräch vonstatten geht, aber das triggert mich. Es braucht Autoritätspersonen. Und ja, die Evolution der Autoritätsperson ist auch etwas, was wichtig ist. Aber dass die Leute einfach mal anhocken, zuhören und nicht jeder kann kommen und sagen, ja, aber ich würde das so und so machen und den müsste man so und so behandeln, der trinkt nur Hafermilch, der isst kein Fleisch. Und du musst auf so viele Sachen Rücksicht nehmen. Und dann denkst du dir einfach so, ja, kein Wunder, weil keiner mehr Lehrer sein. Ja, und fuck off, ich gehe. Weil er ist Voll. auch nur ein Mensch. Fix. Und er hat ja dann irgendwann auch einen Overload von Bullshit. Und sagt sich, hey, wisst ihr was, fickt euch alle zusammen. Das gibt es nicht mehr. Unter Kollegen, unter den Jungen, wie viele von diesen Jungen, vor allem Männer, wie oft siehst du Sachen, wo du denkst, okay, boy, das ist jetzt cringe as fuck. Aber er ist mit 3, 4 Jungs zusammen, die das voll geil finden. Ob sie es voll geil finden oder ihn voll backstabben wollen und denken, okay, ich gebe ihm jetzt ein paar High Fives, damit er den Hype fühlt und sich noch weiter in die Scheiße hineinreitet, das weiß man nie. Aber du siehst so in der Kollektivität von gewissen Gruppierungen siehst du Sachen, wo du dir einfach sagst, so, anstatt dass einer sagt, ja, weißt du, Kollege, halt deine Fresse, du bist zum Kotzen. Ich habe eine Zeit lang Kaufleute gearbeitet. Als Guestlist Selector. Bist auf der Guestlist, bist mein Kollege, bist nicht auf der Guestlist, gehst zum Selim, grösster Arschloch, den ich kenne. Sympathischer Sieg.
aber das grösste Arschloch. An der Tür vom Kaufleuten seinerzeit, er ist black. Bro, ich habe keine Ahnung. Etwa so groß ist er. So groß wie das Männchen da. Dürüm. So. Keine Ahnung, wieso der nie von einem Kaufleuten verschlagen worden ist. Das grösste Maximalarschloch, das ich je an einer Tür gesehen habe. Aber sympathisch. Ja. Aber Arschloch. Ja. Was du dort gesehen hast im Kaufleuten. Zum Beispiel. Ich schäme mich, amigs. Ein Mann zu sein. Oft eigentlich. Ja, eigentlich schon, ja. Oft. Im Kaufleuten, im Ausgang, Männer. Am 11 Uhr kommen sie rein, nehmen 2, 3 Drinks, sind ein bisschen tipsy, gehen auf die Jagd. Und was dann siehst. Und es kommt nicht ein Kollege und sagt, hey Kollege, chill the fuck out, häng sie an der Bar, du ein bisschen sippen, chill sie einfach. Nein, du siehst so viel creepy Stuff. Und Kollegen, also sind es wirkliche Kollegen, Das kommt dazu, ja. sollten sich gegenseitig davon abhalten, Scheissdreck zu machen. Ja. Und das fehlt. Das ist mit Abstand der grösste Trigger. Ich sage auch, es hat viel mehr People-Pleaser in der heutigen Generation als Leute, die wirklich ehrlich dir deine Meinung ins Gesicht sagen. Und das finde ich, also das lebe ich, macht eine Freundschaft für mich aus. Wenn ich dir nicht mal ins Gesicht sagen kann, was ich von dir denke, dann muss ich dich gar nicht meinen Kollegen nennen. Weißt du, was ich meine? Wenn ich nicht mal die Courage habe, dir zu sagen, hey Sam, ich finde das jetzt scheiße, ich hätte das so und so anders gemacht. Wenn ich nicht mal die Eier in der Hose habe, dann, Bro, dann bist du einfach kein Kollege. Also, Callout für jeden Typ, jede Frau, die so ist, sind einfach ehrlich mit euch und mit eurer Umwelt. Alles andere ist zero Sinn. Zero Total Sinn. für den Arsch. Sorry. Seit wann machst du Jiu-Jitsu? 20 Jahre jetzt. 20 Jahre. Seit wann bist du Black Belt? Seit 10. Seit 10 Jahren. Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, das ein bisschen persönlich ist. Deine Graduierung ist das, glaube ich, oder? Wo du Black Belt bekommen hast. Schau, ich rede jetzt von diesem Thema, weil für mich, wenn du mich fragst, was ist das Schlimmste auf dieser Welt, ist, glaube ich, meine Mutter zu verlieren. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste. Also meine Brüder, meinen Vater liebe ich auch, aber Mutter ist so... Ja, das ist vielleicht, weil wir vom gleichen Kulturkreis sind. Und der Podcast ist ja so ein bisschen, lachen wir miteinander, lernen wir voneinander. Du hast an dem Tag, wo du Black Belt geworden bist, deine Mami verloren. Nein, also 4 Tage später. 4 Sie war Tage im Koma zu dem Okay, Zeitpunkt. 4 Tage später. Wie geht man mit dem Schmerz um? Wie kann man mit dem leben? Weil ich sehe dich auch als jemand, der sehr an seinen Eltern hängt. Ich bin einer, der davon überzeugt ist, dass alles seinen Bestandteil der Gesellschaft darf erfüllen. Nicht jeder ist gleich. Meine Mutter hatte eine Herzoperation. Du bist schon beim zweiten. Oh, sorry, bist du noch? Nein, relax. Du machst das, was ich in Rom gemacht habe. Negroni Wetzel. Aber ich habe deine Negronis weggesoffen, ohne dass du es gesehen hast. Anyway. Also, meine Mutter hat eine Herzoperation gehabt, ein halbes Jahr nach ihrer Pensionierung. Okay. Wie hat man das herausgefunden? Sie hat eine Embolie gehabt. Also nein, sie hat eine Lungenentzündung gehabt. Dann hat man ein Röntgenbild von ihrer Lunge gemacht. Dann hat man gesehen, sie hat eine Embolie. Und dann ist es gesundheitlich mega schnell durchgegangen. Dann hat man das Herz angeschaut und man hat gesehen, dass bei ihrem Herz eine Herzklappe nicht vorhanden ist. Du hast 2 Herzkammern. Jede Herzkammer hat 2 Herzklappen. Eine Herzkammer hat nur eine Klappe gehabt, und das heisst, das Herz in dieser Kammer ist nur so ein bisschen am Tröpfeln gewesen. Das Blut ist nicht gepumpt worden. Die andere Herzkammer hat quasi viel mehr Workload gehabt und hat kompensiert. Durch die Lungenentzündung ist das ganze System von Herz und Lunge, weil das ja so ist, quasi den Bach ab.
Also es hat so einen Moment gegeben, wo ich mit ihr bin einkaufen und in Kroatien, in ihrer Wohnung, hat es so 3 Passagen zum Raufkommen in die Wohnung, an etwa 8 Stegentritten. Und dann habe ich ihr gesagt, nein, gib mir alles, ich trage alles auf. Und das ist so etwas geblieben, das ist so etwas gewesen, wo mir mega krass geblieben ist. Sie hat eine PET-Flasche genommen. Und hat sie selber auftragen. Eine einzige PET-Flasche. So, das ist eben das, was ist dein Beitrag zum Kollektiv? Ja, Sie hat eine PET-Flasche genommen. Sie ist die 8 Stegentritte aufgegangen, hat 1,5 Minuten Pause müssen machen, damit sie die zweite Passage nehmen kann. 1,5 Minuten Pause, um die dritte Passage aufzunehmen, um in die Wohnung hineinzukommen. Und ich bin immer so einer, der gesagt hat, okay, ich lasse sie machen. Dann hat sie die Herzoperation gehabt, ist ins Koma gefallen. Und ich war nach wie vor in Kroatien und dann ist der Arzt zu mir gekommen und hat mir so gesagt, ich glaube, du musst zurück in die Schweiz gehen. Und dann habe ich ihn so angeschaut, so, wieso? So, deine Mutter wird dich brauchen, wenn sie dann wieder erwacht. Und dann habe ich gesagt, okay. Er hat eine Ahnung. Ich bin fucking Greenhorn. Keine Ahnung von Medizin, von Herzoperationen, was auch immer. Sie war im Koma auf der Intensivstation. Was kann ich dort jetzt bewirken? Nichts. Wir hatten eine Besuchszeit von 4 bis 5, einmal am Tag, am Nachmittag, that's it. Okay, ich bin ins Auto gestiegen und bin retour gefahren. Und ich bin in Kontakt mit meiner Tante. Die war dort. Sie wohnt nach wie vor in Kroatien. Und sie hat mir jeden Tag Updates geschickt. Wir waren in close contact. Und meine Mutter war 65, 66. Und es war so, dass, wenn du ja längere Zeit im Koma bist, deine Organe fangen dann irgendwann mal an von Lampen zu machen. Und ja, ihr Herz war schon schwach. Dementsprechend ist das eine grosse Hypothek. Und du machst dir die Gedanken. Ja, es ist eine Herzoperation. Es kann in die Hose gehen. Wenn du eine Lungenoperation hast, du hast 2 Lungen. Wenn eine Lunge draussen ist, du hast noch eine zweite. Wenn es eine Nierenoperation ist, du hast 2 Nieren, du hast 2 Arme, du hast 2 Beine, irgendwie geht es weiter. Aber beim Herz hast du ein Herz. Und die Gedanken hast du immer im Kopf. Ab dem Zeitpunkt, wo ich es gewusst habe, bis zur Operation, das war etwa ein halbes Jahr, habe ich immer gewusst, diese Chance besteht. Und du hast dich so wie psychisch damit befassen. Du hast dir nie den Gedanken ausmalen im Sinne von, es wird dazu kommen, dass sie wird sterben. Aber es ist eine Möglichkeit. Aber du denkst schon positiv. Und dann hat mich eben der Arzt zurückgeschickt und dann habe ich den Black Belt bekommen. Okay. Für viele Leute ist das eine grosse Sache. Also es ist auch eine grosse Sache, oder? Es ist eine grosse Sache. Die Leute, die es nicht wissen, das ist 20 Jahre oder 10 bis 10 Jahre, bis zu 12, 13 Jahre Training 3-4 Mal die Woche und dann bekommst du es endlich, oder? Das ist wie wenn du einen Oscar gewinnst und Filme machst. Das ist wie wenn du einen Award bekommst und Musik machst. Also es ist nicht so unterschätzen. Es ist etwas sehr, sehr, sehr Großes. Für mich ist es absolut, absolut nichts. Ich habe den Black Belt bekommen, das war am Donnerstag. Am Donnerstag war es. Meine Mutter ist am Dienstag gestorben. Und am Montag bin ich am Arbeiten und meine Tante schreibt mir so 6:30, du musst morgen kommen. Und ich so, fuck. Shit is hitting the fan. Und ich habe es automatisch geschnallt. Es ist nicht so, dass ich mir irgendwelche Sachen anfangen auszumalen. Ich habe gewusst, es ist 11:55. Dann, seinerzeit habe ich bei der UBS gearbeitet. Bin ich zum Chef, ich habe gesagt, hey, da. Er hat die Situation gekannt, er hat so gesagt, move. Dann bin ich am Dienstag runtergefahren. Am Morgen bin ich los. Am Nachmittag bin ich dort, von 4 bis 5. Dann sind wir nochmal auf der Intensivstation. Und am Abend, 7:45, haben wir einen Anruf bekommen vom Spital, dass sie gestorben ist.
Und in dem Moment, mein Kopf ist automatisch so wie ein Autopilot geht. Also es ist mir so, der reine Instinkt vom Leben hat Überhand genommen. Und du bist einfach so, ich stelle mir so vor, wie ein Flugzeug, Autopilot. Ohne Pilot, einfach so am Fliegen. Und dann war es nur so, fuck, okay, jetzt, was machen wir? Beerdigung, alles drum und dran. Links und rechts. Black Belt. Einfach effektiv. Wie eine Serviette, die du gebraucht hast im Restaurant zum Putzen und in den Kühl rühren. Absolut in keinster Form irgendetwas, das dich triggert oder mit Gefühl erfüllen. Okay, das ist um die Beerdigung gegangen. Meine Tante, schwer übergewichtig, ich habe mir mega Sorgen gemacht um sie. Zuckerkrank. Dann war die Beerdigung und dann bin ich 3 Wochen auf Miami. Mit dem Lucci. Lucci war Blue Belt. Und dort war der Lucci für mich ein richtiger Bro. Wir haben zwar nicht über das Erlebte von mir geredet, aber dort habe ich gewusst, der Lucci ist ein richtiger fucking Brüder fürs Leben. Wieso? Wir haben nicht über irgendwelche Gefühle geredet. Ich bin nicht aus so einer Kultur, wo Männer gross über Gefühle reden, weil am Schluss des Tages, ich bin nach wie vor der Überzeugung, jeder muss mit seinem Shit selber klarkommen. Voll. Aber wenn du Leute hast, die dir gut tun und sie in deiner Nähe sind, das hilft dir mega. Und dann sind wir auf Miami und haben 3 Wochen beim Röbi trainiert, beim Cyborg. Für all die den Röbi nicht kennen, das ist der Cyborg. Er heißt Roberto und ich nenne ihn Röbi. Und dann bin ich zurückgekommen nach dem Trip und ich kann mich erinnern, ich habe die Tür aufgemacht bei mir daheim und dann ist es explodiert. Erst nach Miami. Es ist nicht so, dass ich von Kroatien heimgekommen bin nach der Beerdigung und es hat angefangen zu laufen, sondern ich musste erst auf Miami gehen, mich körperlich komplett auspowern, zum Retour kommen und dann habe ich einfach, ich würde sagen, sicher 2 Stunden durchgelatscht. Aber hart. Weißt du, mit diesen harten Bauchkrämpfen. Ja. Bis einfach alles leer war. Die Nase voll, geschwollen, die Schleimhaut voll im Arsch. Und dann hat ein Prozess angefangen, den ich ein halbes Jahr lang hatte. Für mich war es so im Kopf. Die letzten Worte von meiner Mutter waren, melde dich bei deinem Vater. Meine Eltern sind geschieden. Ich habe mit meinem Vater 18 Jahre keinen Kontakt gehabt. Oh, okay. Das waren ihre letzten Worte. Sie haben gesagt, ja, wie ist es darum? Was so viel heisst wie, melde dich bei deinem Vater. Okay. Und das war etwas, das mich mögen hat. Dann habe ich mich bei meinem Dad gemeldet, wider Willen. Ihr zu lieb. So. Ehre zu lieb. Und der Prozess war dann, du gehst arbeiten, am Abend gehst du ins Training. Rückhaus nach wie vor. Ich bin dort die ganze Zeit am Training. Hast du nicht so einen Break gehabt, wo du gar nicht gegangen Am Morgen hat der Ken das Zeug geschoben. Ich bin immer gegangen. Krass. Das hat mich körperlich so quasi auspowert, was mir mega geholfen hat. Auf dem Heimweg von Schlieren in Aargau, 20 Minuten habe ich bis heim, habe ich ein halbes Jahr lang einfach gebrüllt. Krass. Meine Mutter hat verdammt gerne Bob Marley gehört. Ah, okay. Immer Bob Marley gehört, gefahren und einfach, das Zeug ist gelaufen. Heimgekommen, dann bist du körperlich und seelisch voll relaxed. Du konntest ins Haus hineingehen und du bist okay gewesen. Am nächsten Tag, same. Ein halbes Jahr lang. Und die ganze Trauerwelle bei mir, 4 Jahre. 4 Jahre. 4 Jahre. 3,5, 4 Jahre. Eine Beziehung ist zugrunde gegangen. Ich habe eine kurz vorher kennengelernt.
Und du kannst es nicht. Also bei mir war es so gewesen. Ich konnte nicht Excitement aufbauen für eine Beziehung. Ja. Gleichzeitig bist du am Trauern. Auf der anderen Seite hast du dich dann gemolden beim Dad, hast wieder Kontakt gehabt nach 18 Jahren, hast deine 2 Halbschwestern kennengelernt. Ah, okay. Ich habe noch 2 Halbschwestern. Es ist emotional einfach Ja, viel zu viel Riesenladung. gewesen. Am Schluss des Tages musst du noch arbeiten, Ja. musst funktionieren, damit Geld hast, um zu überleben. Und es ist 4 Jahre lang gegangen. Das ist schon lange Es Zeit. ist 4 Jahre lang gegangen. Und auch nach wie vor heute. Ich meine, mein Programm, wenn ich in Kimono bin, am Morgen daheim, ich bin dann immer genau gleich. Es ist immer so, ich falte mein Kimono auf eine spezielle Art und Weise und dann nehme ich den Gurt und binde den Kimono. Aber bevor ich ihn binde, küsse ich den Black Belt. Nicht wegen dem Black Belt, wegen der Mutter. Okay. Der Black Belt für mich ist nicht ein Black Belt, für, was Jiu-Jitsu angeht, was mein Skillset angeht, sondern der Black Belt ist für mich die Mutter. Wow. Das ist für mich so, auch nach 10 Jahren. Ich meine, ja, im Oktober sind es 10 Jahre. 10 Jahre und es ist nach wie vor etwas, was mich, es joked mich. Jeden Morgen. Es macht so, weißt du, wenn es dort da macht. Ja. Und in dieser Zeit, klar, sind Kollegen gekommen, klar sind andere Leute gekommen, kondolieren dir. Und viele fragen mich, wie gehst du damit um, wenn's dann, wie bist du damit umgegangen? Und ich so, Bro, ich kann dir sagen, wie ich damit umgegangen bin. Das heisst aber nicht, dass dir das irgendwie wird helfen. Fix, ja. Ich wünsche das niemandem, wirklich nicht. Aber Mami verlieren das ist richtig harter Shit. Ich meine, ich hänge sie am Strand in Kroatien und ich habe das Gefühl von das schlechte Gewissen. Ich habe eine Wohnung in Kroatien. Ich sage, ich habe eine Wohnung, aber ich nenne sie immer noch die Wohnung von meiner Mutter. Ich habe die Wohnung wegen meiner Mutter. Ja. Und dann gehst du am Strand hängen und hast ein schlechtes Gewissen, weil du am Strand hängst. Und sie hat das ein halbes Jahr nach der Pensionierung gehabt. Das wäre eigentlich ihr Recht gewesen, am Strand zu hängen, zu chillen, das Meer geniessen. Voll. Was passiert? Der Fuck-up vom Leben. Und das ist so, auch, das ist jedes Jahr, jedes Mal, wenn ich ans Meer gehe, ich freue mich mega, ans Meer zu gehen. Aber ich habe auch ein schlechtes Gewissen. Ja, es ist immer so ein Beigeschmack dabei. Gell? Ja, so einfach so. Nein, nicht, also es ist eine Art schlechtes Gewissen, aber es ist mehr so, wieso hat sie das nicht geniessen? Es ist mehr so das. Es ist nicht so, aber ich genieße es jetzt nur wegen ihr, weil ich die Gelegenheit habe mit der Wohnung, aber weißt du, es ist einfach so auch 10 Jahre später. Ich meine, es wird mein Leben lang verfolgen. Ja. Und meine Mutter und ich, wenn man so überlegt, sie ist im 48 geboren, Nachkriegszeit, Jugoslawien, Kommunismus. Das ist eine komplett andere Zeit. Wenn mir die Leute erzählen, wie sie auf die Welt gekommen sind, Bro, wir sind alles fucking Pussies. Wir haben absolut keine fucking Ahnung. Meine Mutter hat 6 Geschwister gehabt. An Weihnachten und an Ostern hat es 1 Bulle gegeben für 9 Personen. Schau jetzt. Du gehst einfach in die Migros oder zu Ja. einem Gückeli-Wagen, nimmst Ja. das ganze fucking Pool. Voll. Du liest die Hälfte weg. Meine Scheiß Mutter hat drauf. mit ihrem Lieblingsbrüder jeweils ein Flügel gehabt. Ja, das Und ist wir crazy. sind da am Rumbitschen wegen irgendwelchen Sachen. Und darum sage ich mir immer, ich erachte mich genau wegen so Sachen als 0815. Ich denke immer zurück an die Geschichten, die ich höre. Oder an die, wir nennen ja immer die Schulweg von unseren Eltern. Genau, Und genau. alle sagen, ich bin über Berge, Genau. links und auf und ab und rechts und links und 1000 Höhenmeter. Aber der Weg von meinem Dad, der hat some real fucking shit. Und wenn du ihm seine Füße anschaust, dann siehst du, wie seine Zehen aussehen.
wie das wirklich war. Er kann dir jede Geschichte erzählen auf dieser Welt. Du musst nur seine Füße anschauen und du weißt ganz genau, das ist garantiert kein fucking Bullshit. Und dann sagst du dir, okay, wenn du das Privileg hast, in der Schweiz zu leben, du bist ja nicht in der Schweiz geboren, aber du lebst jetzt da, auch Deutschland. Wenn du das Privileg hast, da geboren zu sein, in Westeuropa oder im industrialisierten Europa und noch immer das Gefühl hast, dass du rumbitchen musst, Bro, you are fucking pussy. You are a fucking pussy. Weil das, was wir hier haben, ist ein riesen Privileg. Ja. Ein riesen Privileg. Und jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, ich mag nicht mehr, es scheisst mich an, la, kommen so die alten Geschichten, die Bilder. Und dann sagen wir, Bro, reiss dich zusammen. Ja, voll. Hör auf, ein fucking Pussy sein. Und let's go. Egal in was. Arbeiten, zwischenmenschliche Sachen, Sport. Finger aus dem Arsch und etwas machen. Einfach, hab deine Fresse. Hab deine Fresse. Hab deine Fresse. Aber ich wünsche niemandem, Ja. das Mami verlieren. Ja, was soll ich sagen? All die da draussen, wo das Mami noch lebt, küssen Sie bitte für mich. Ich habe brutal Angst vor dem Tag und ich hoffe wirklich, der Tag wird mir noch lang erspart bleiben. Weil eben, du warst ja auch im Geburtstag und dort hat man es auch ein bisschen gemerkt. An meinem 30., nicht 31. Mutter ist für mich alles. Man sagt ja im Türkischen, sagt man, das Paradies liegt unter den Füßen der Mutter. Und darum schätze ich es klar, jeder hat nicht die gleiche Beziehung. Es gibt auch Mütter, die Rabenmütter sind. Da kann ich nicht wie mitreden. Aber vor allem, wenn man jung ist, hat man oft das Gefühl, das blöde Mami, sie verbietet mir dies, wie verbietet mir das. In der Regel macht die Mutter das, weil sie Angst hat, dass du den falschen Weg wie einschlägst. Oder? Und darum schätzt, respektiert die Mutter und zeigt Liebe, solange ihr noch könnt. Weil, eben, wie ihr jetzt auch vom Sam gehört habt, das ist nicht selbstverständlich, dass es für immer so sein wird. Und ob du deine Mami mit 20 verlierst, mit 40 oder mit 50 oder mit 60, es ist einfach sicher ein Schmerz, den niemand nachempfinden kann, der es nicht durchlebt hat. Absolut nicht. Bis Schätze zum es. Zeitpunkt, wo es passiert. Ja. Ich hätte jetzt noch vielleicht gedacht, so, weißt, dass Jiu-Jitsu dann wie so gemieden wird, weil so, du verbindest wie viel mit dem, aber es ist eher etwas, wovon du wie Kraft schöpfst. Oder? Es gibt ja die Leute, ich schätze dich auch nicht so ein, aber es ist genau passiert, wo ich das bekommen habe, also mache ich jetzt nie mehr Jiu-Jitsu. Es gibt ja Menschen, die so denken. Dir hat es aber mega Kraft gegeben, oder wie du auch sagst, dass du dich wie auspowern und deine Gefühle wie abarbeiten, dass wenn du nachher im Auto bist, du eine reale Form wie von dir erlebt hast und die hast ausleben mit Brüllen, Trauern, was auch immer. Denkst du, Sport ist essentiell oder ein Hobby ist essentiell, so etwas zu verarbeiten? Nein. Nicht? Also, jetzt, ich denke anhand von der Tatsache, dass hure viele Menschen kein Hobby haben oder keine Passion haben, wie gehen die mit dem um? Für mich war es ein Outlet und es war mehr so. Also ich habe mir so überlegt, was würde meine Mami denken, wenn ich jetzt quasi meine Jungs links liegen lasse? Okay. Nie im Leben. Nie im Leben. Es ist eben das. Unabhängig davon, wenn etwas wirklich physisch oder emotional hart ist, mach das, was du gern machst. Und für mich zu dem Zeitpunkt, und auch, sie ist 4 Tage später gestorben, nachdem ich den Black Belt bekommen habe, ich sage mir so, okay, jetzt aufhören, what the fuck, nein, hell no. Und es war für mich nie eine Option gewesen. Ja, es war tough as fuck gewesen, weil du emotional in einem komplett anderen Flow bist. Du würdest dich am liebsten daheim verkriechen und einfach kein Menschen, Ruhe. Und was mir mega geholfen hat zu dieser Zeit, war ein Kater. Eine Katze. Ja. Es war eigentlich die Katze von meiner Mutter.
all die draussen, die Katzen oder allgemein Tiere nicht gerne haben, ihr habt richtig harte Defizite. Richtig harte Defizite. An dem Tag, wo meine Mami gestorben ist, hat mir meine Nachbarin geschrieben, dass der Teddy sich, ich habe so eine Wendeltreppe bei mir daheim, zuunterst unten verkrochen hat im Ecken. 800 Kilometer entfernt, er hat gespürt, shit is going down. Krass. Und sie bringt ihn nicht dort unten raus. Er ist zuunterst unten in der Wendeltreppe, im hinterletzten Ecke war er für 2 Tage. Der Motherfucker hat das gespürt. 800 Kilometer entfernt. Wow. Und darum bin ich ein mega Katzenfan. Oder allgemein, Till, hast du jetzt gerade vorher gesehen, wo wir den Gang durch. Jedes Mal, wenn ich einen Hund sehe, einen Hundi! Ja, voll. Drehe ich Und voll gerade das durch. innere Kind fühlen. Ja, aber volle Kanone. Ja. Und dann hatte ich den Kater von der Mutter, der Teddy, der ist 22-jährig geworden. Den habe ich hier tätowiert. Ah, Das ist die Geschichte. crazy. Und der hat mir mega geholfen. Mega geholfen. Weil du kannst nicht, wenn du mit jemandem redest, ich rede jetzt mit dir, deine Mama ist Gott sei Dank noch am Leben. Wie zur Hölle sollst du empfinden, wie ich mich fühle? Genau. Du kannst mir gar keine Tipps geben, Nein, auch wenn du es gut meinst. Voll. Du hast absolut keinen blassen Schimmer. Genau. Wäre deine Mutter tot, könnten wir darüber reden, wie wir beide das haben können verarbeiten. Genau. Weil wir haben die Empathie gegenseitig, wo wir spüren, Bro, der ist genau gleich Shit durchgegangen. Und Voll. darum können wir damit leben. Aber wieso sollte ich mit dir darüber reden? Nicht abwertend gemeint. Nein, null. Du weißt es einfach Eben, nicht. genau. Du weißt es einfach nicht. Und das sind eben die Sachen, wo mega, mega individuell sind. Und ich respektiere das mega. Also, der eine geht Sport machen, der andere stürzt sich komplett in die Arbeit. Der andere ist vielleicht gerade Vater geworden und lenkt sich ab mit dem Erziehen vom Kind. Der andere stürzt mit Drogen ab, der andere stürzt ab mit Alkohol, der andere macht auf Koks und Nutten. Du hast das ganze Spektrum. Ja, Alles ist okay und alles hat seine Daseinsberechtigung. Die Frage ist nur, ist es okay? Also jetzt für das weitere Leben von dir, macht es jetzt Sinn oder macht es jetzt keinen Sinn? Und für mich war es einfach so gewesen, ich kann die Crew nicht allein lassen. Das war vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren ist der Igor dort. Nein, der Igor war dort noch nicht Black Belt. Ich war der einzige Black Belt, wo das passiert ist. Und für mich war es nicht verhandelbar. Ich kann die Crew nicht allein lassen. Das war für mich off the table. Das ist einfach der Beitrag, den du der Crew gegenüber, ich sage jetzt der Gesellschaft, aber auch wenn dein Einflussradius so groß ist oder so groß, spielt ja keine Rolle. Das, was du kannst beeinflussen, do it. Das hat beeinflusst, ja. Wenn es zum Positiven ist. Ja, das spürt man immer noch. Also die Liebe zu der Crew oder zum Kollektiv, das spürt man immer noch im Ruckus. Jetzt weiß ich, woher das kommt. Also es ist mega spannend auch. Für mich, also die nicht Themen, die Sam und ich auch sonst besprechen. Ja, danke vielmals. Also, ich finde das mega schön. Darum also, sage ich immer, Crew über alles. Immer, immer. Es gibt immer die Exponenten. Ja, ich stelle mir manchmal die Frage, zum Beispiel, ich freue mich, wenn jemand eine Medaille holt an einem grossen Turnier. Ich freue mich mega. Dann stelle ich mir selber die Frage, soll ich ihn jetzt so aufs Podest aufheben? Ich erwähne es vielleicht einmal, vielleicht zweimal, aber dann, that's it. Weil der Einzelne wäre nie dort angekommen, ohne den Effort vom Kollektiv. Ja, voll. Nie im Leben. Also, wieso sollte man jetzt irgendjemand so dermaßen auf das Podest aufheben, wenn es noch ein Narzisst ist, der seine narzisstischen Tendenzen gar noch nicht erkannt hat und auf einmal triggerst du irgendetwas und das spürt sich dann nicht mehr. Dann ist es ein fucking Problem. Ja, voll. Darum erwähne es einmal,
zweimal gratulieren, peace out, wir machen weiter. Weitermachen, ja. Und immer Crew über alles. Immer. Ruckus Crew. Über alles. Ich habe also 3 Fragen aufgeschrieben, also 3 Sätze aufgeschrieben und würde mir wünschen, dass du die wie beendest und dann würden wir zu diesen ich glaube 24 Quizfragen kommen. Die heutige Jugend, die heutige Generation ist Soft as fuck. jeder Mensch sollte sich eigentlich bewusst sein, dass Dass er ein Staubkorn ist. sich nicht so wichtig nehmen sollte Genau. wie Jeder ist einfach ersetzbar. Okay, nicht im einzelnen Kontext, aber so im gesellschaftlichen Kontext. Und ja, einfach nimm dich nicht so ernst. Eben, hast eine Goldmedaille gewonnen. Ich bin mega froh für dich. so. Aber Bro, jetzt ist es an dir. Gib jemandem genau das gleiche Gefühl. Weißt du, wie fucking wichtig es ist? Wenn ich irgendetwas gönne, es interessiert mich im Feuchten, ja, okay. Aber wenn irgendjemand anderes etwas gönnt und ich bin dabei. Bro, wie ich mich freue für die Person. Nicht, weil ich Trainer bin. Aber das ist, glaube ich, das Grösste für einen Trainer, wenn du siehst, dass jemand von deinen Jungs irgendetwas reisst. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Vor allem, wenn man selber den Sport wirklich auf einem gewissen Niveau gemacht hat, dass man sich das kann, also dass man es kann erleben, dass jemand von deiner Crew an einem grossen Turnier irgendetwas gönnt. Wo der Emra den Double Leg gemacht hat, in den letzten 10 Sekunden, Purple Belt, No-Gi, Medium Heavy, glaubst du? Oder Heavy? Heavy. Oder Medium Heavy. Ja. Bro, wenn ich dich geschrauen habe. Europameisterschaft, gell? Europameisterschaft. IBJJF. Es gibt nur eine Europameisterschaft im Jiu-Jitsu, das ist IBJJF. AGP, alles nice to have. Naga, alles nice to have. Aber all die sagen, ich bin Europameister, wenn du keine IBJJF Goldmedaille hast, dann bist du kein Europameister. Das ist wie, Bro, das ist wie, du bist Thai-Boxen. die beste Mannschaft im Fußball, wenn du Champions League gewinnst. That's it. Alle anderen nice to have, Europa League, keine Ahnung was, aber du bist der Champion, wenn du Champions League gewinnst. That's it. Alles andere gilt nicht. Ganz einfach. Ja. Und dieser Moment, oder wo der Lucci absolut Brown Belt gewonnen hat, oder wo er Weltmeister geworden ist als White Belt, Bro, wenn ich durchgedreht bin. Susan kennst du nicht, die ist Blue Belt Worlds, IBJJF. Silber hat sie geholt. 2-0 hat sie verloren. Leck, habe ich mich aufgeregt. Scheisse. Aber ich meine, hey, du bist so ein kleines Gacki-Gym aus der Schweiz. Sie ist eine ganz normale Frau aus der Schweiz, trainiert ein bisschen Jiu-Jitsu und wird Zweite an der World. Blue Belt. Ich Heavy. meine, Heavy. heavy. Das sind so Momente, wo ich mich einfach so aus der nächsten Liebe, wie viel Zeit investierst, nicht ich, sondern mit dieser Person, für diese Person, wie viel hat diese Person investiert? Wie viel Mal ist sie aufgestanden und hat sich gedacht, nein, ich mag gar nicht aufstehen? Wie viel Mal ist sie gekommen und hat sich gedacht, ja, heute habe ich eigentlich keinen Bock, aber ich gehe und mache es für die Crew. Bro, du musst dich für die Person freuen. Und wenn du die Empathie nicht hast und nicht, wieso hat der jetzt gewonnen? Ja, ist schon geil, aber ich könnte es nicht wirklich. Ja. Von denen gibt es überall, in allen Gyms. Ja, nicht nur in Gym, also auch privat so. Es gibt Die gönnen dir es schon, aber es ist so... Ja, es sind meistens unzufriedene Leute auch. Also, selber bist nichts erreicht. Genau. Oder auch wenn du denkst, du hast hure viel Effort gegeben und es hat bei dir nie geklappt. Und es klappt bei jemand anderem. Gönn. ja, voll. Gönn einfach. Gönn nur. Wichtig.
Sehr wichtig. Weil, wenn es ums Applaudieren kommen die meisten, sage ich mal. Aber dich dabei zu unterstützen auf dem Weg, ist jetzt ein anderer Punkt zwar. Dort sind die wenigsten. Da. Auch jetzt zum Beispiel auch bei einem Podcast, wenn du es gross machen willst. Wenn es dann da ist, wenn der Erfolg mal boomt, applaudieren können sie dann. Aber sind es auch dort, wo ich starten wollte? Ich höre den Podcast nicht. Scheißegal. Überall, nicht nur beim Podcast. Darum Gönnt mir. gönnt mehr und hört auf mit so Scheißverhalten. Das schönste Gefühl für mich ever war, Also allgemein. in deinem Leben. Wow. Das ist jetzt so schwer. Kannst du auch skippen, gell? Ich habe noch ein paar Ja, Fragen, wo... Ich müsste mir jetzt Gedanken dazu machen. Für alle, die Warte, ich has. Hast du es? Okay. Also. Ich bin ja aufgewachsen in so einer, ich sage jetzt einmal, in einer... Du hast die Liebe gespürt durch die Sippenhaftigkeit, den Zusammenhalt. Man war immer da füreinander. Aber es ist nie jemand gekommen und gesagt, hey, ich liebe dich oder ich bin stolz auf dich. Ich war einmal in Portugal als Purple Belt, Goldmedaille geholt an der Europameisterschaft IBJJF. Wichtig, IBJJF. Und dann bin ich so heimgekommen und habe so gesagt, hey, schau Mami, sie war so auf der Couch am Hängen. Ich so, schau da, das ist ein Geschenk. Sie hat einmal in ihrem Leben gesagt, dass sie stolz auf mich ist. Das war der Moment. Wow. So steht. Da kommt mir jetzt spontan. Ja, voll, nein. Und Mega das ist so, ich merke das bei meinem Dad mega krass. Er meldet sich oft via Sprachnachrichten und er sagt immer jetzt, mein lieber Sohn. Und am Schluss sagt er, ich liebe dich. Als ich ein Kind war, war das komplett etwas anderes. Ich verstehe, dass das alles, das ist kein Vorwurf an meinen Dad, das ist so das kommunistische Hardlife, das er erlebt hat. Ich bin auf die Welt gekommen, wo er 25 war. Und zu einem späteren Zeitpunkt in seinem Leben hat er 2 Töchter bekommen. Und ich glaube, 2 Töchter für einen Vater, that's a big thing. Mega. Dann kommst du emotional aus dir raus. Extrem, ja. Und die Beziehung, die er hat mit seinen Töchtern in der Zeit, wo wir keinen Kontakt hatten, das war 18 Jahre. Er hat einen brutalen Weg gemacht und er kann offen über seine Gefühle reden und er sagt sie auch. Und darum, ich habe nie so, ich liebe dich oder ich bin stolz auf dich, sondern es war immer alles strukturiert, du musst das, du musst das, du musst jenes. Es war einfach nur Kopf ab und machen. Ja. Und jetzt ist er viel softer, so viel emotionaler. Also nicht im Negativen, sondern er teilt seine Emotionen mit. Und das hatte ich einmal bei meiner Mutter, eben bei dieser Goldmedaille, wo sie einfach gesagt hat, wow, ich bin mega stolz auf dich. Und das ist das einzige Mal, wo sie das gesagt hat. Bei einer Abschlussprüfung, nie gehört. Gute Noten heimgebracht, nie gehört. Im Fußball, Schwimmen, Basketball, irgendetwas gewonnen. Als ich in der Juniorennationalmannschaft eingeladen wurde, bin im Basketball. Ich bin stolz auf dich. Kannst du vergessen. Okay. Kannst du vergessen. Dort oder mit den Purple Belts? Dort einfach mit der Goldmedaille, dort hat sie gesagt, ich bin stolz auf dich. Das ist das einzige Mal. Und das bleibt er, oder? So Das ist jetzt bleibt einfach so heavy. spontan Ja, einfach voll. die Antwort auf diese Frage. Eine Frage habe ich noch, und dann kommen wir zu diesen Fragen da. Leute, die da leben, aber kein richtiges Deutsch können. Schwierig. Ich mache nach wie vor sicher auch den einen oder anderen Fehler. Nicht, dass ich jetzt Schuldzuweisungen machen will. Ich muss mich mega krass von all diesen Eindrücken, von den externen Eindrücken, fernhalten. Ich arbeite in Luzern. In der Innerschweiz ist die Welt noch einigermaßen okay. Und ich finde es hure krass, wie das Spektrum ist zwischen Zürich und Luzern. Das ist eine halbe Stunde mit dem Auto. Aber goddammit, ist mega mühsam. Ist etwas, wo ich mich selber davon muss
fernhalten, mich mega muss konzentrieren, dass ich nicht selber reinlaufe und die externen Einflüsse überhand haben. Also es ist wow. Und ich bin einer, wo das ist der kleinste Beitrag. Das ist der kleinste Beitrag. Du dich versuchen, anständig, richtig und korrekt auszudrücken. Egal in welcher Sprache. Vor allem, wenn du hier lebst. Ich stelle mir manchmal vor, wenn die Leute an ein Interview gehen und du bist jetzt Lehrmeister. Und jetzt kommt einer irgendwo aus Schlieren, aus unserem Hut, wo wir trainieren, kann nicht richtig Deutsch und du brauchst einen Lehrling. Und jetzt kommt so ein fucking Michi, wo alles der Auto, der T-Shirt, der Haus und all das der ist. Und du bist so der, ich weiß doch auch nicht, der Hans Muster. Und denkst dir so, what the fuck ist passiert in den letzten 30 Jahren mit der Schweiz, oder? Und du brauchst aber die Arbeitskraft, weil du brauchst sie wirklich. Und du willst einen Beitrag zum Erhalt von deinem Craft geben. Und jetzt kommt so einer. Was machst du? Was machst du? Deutschkurs. So einen musst du mal einladen. So einer, wo Einfach so ein bisschen exponiert ist mit Interviews, mit Schülern. Ich sage jetzt nicht Bankenwelt, Finanzwelt, sondern mehr so handwerkliche Menschen. Was dort alles rein und rausläuft. Ja, Bro, der wird eine brutal geile Geschichte können erzählen. Und vor allem, er muss einen Schweizer Background haben. also. Es muss ein Schweizer sein, der von all den, ich sage jetzt, billigeren Arbeitskräften abhängig ist, auf einer Baustelle, im handwerklichen Bereich. Welches Shit er sich geben muss. Ey, falls du zuhörst und so einer bist, melde dich. Mach's bitte. Und lass die Hose voll in die Kanone runter. Ja, du darfst auch haten. Niemand wird dich haten. Ja, und wenn er dich hatet, dann hat er das Problem mit mir. Das will niemand. Wenn wir rüber zu der Frage, oder hast du irgendetwas noch so zwischen, wo du droppen willst? Intermezzo, nein, du. Geh ein bisschen diggen dort. Dig deep. Hast du auch aufgeschrieben, wer die Frage gestellt hat? Nein, es ist inkognito. Also sonst hätte sie sich nicht getraut. Ja, jetzt kannst du es exposen. Wie sieht Sam die Liebe im Allgemeinen? Emotionen alles Bullshit oder doch noch einen Sinn dafür gefunden? Liebe ist eine harte Angelegenheit. Und man darf ruhig her zu den Leuten sein, weil dann zeigt man die richtige Liebe. Wenn ich beim Hakan etwas gesehen habe im Jiu-Jitsu, ich beziehe jetzt das auf Jiu-Jitsu, weil das ist unser, ich würde sagen, der grösste Berührungspunkt, den wir haben. Wenn ich den Hakan nicht lieben würde, wenn ich im Hakan den schnellstmöglichen Progress wünsche und ich ihm 3-mal das Gleiche sage und ich merke, der Hakan ist irgendwo in der Galaxie 17 mit ein paar Aliens irgendwo am Diskutieren über belanglosen fucking Scheissdreck, dann muss ich ihn wachrütteln, ihn anficken und ihm klar sagen, Hakan, hör auf mit dem fucking Shit. Ich habe ihm schon 3-mal gesagt. Also nicht, dass er das Gefühl hat, ich ficke ihn beim ersten Mal an, sondern ich sage ihm, Bro, in dieser Position, ich habe das schon etwa 15 Mal gesagt, 3-mal, 27 Mal, spielt gar keine Rolle. Bro, get your fucking shit together. Und du musst es machen. Weil die Liebe ist nicht immer, ey, nimm es easy, weißt du, genau. take your time und la la la. Nein. Ich will, dass der Brüder so schnell wie möglich, so weit wie möglich kommt. Das geht nicht mit Bäbeln. Genau. Sondern Liebe ist rough. Liebe ist real. Ja, für den Moment gibt es dann die, wo wir uns über den Haufen schiessen, in Rom vor dem Kolosseum und alles vollkotzen. Das gibt es auch. Oder wir einfach eine easy Zeit haben irgendwo anders und lachen zusammen. Aber dass alle Leute das Gefühl haben, dass Liebe einfach immer nur Wattebüscheli und Räucherstäbli und so Meerrauschen ist. Nein, das ist nicht so. Das ist effektiv nicht so.
Liebe ist rough. Ist sicher eine Frau gewesen. Ich war eine Frau. Du weißt es, gell? Ich weiß alle, ja. Ich weiß nicht. Kannst du auch im Stand-up etwas oder nur am Boden auf der Matte? Stand-up bin ich voll shit. Ich sage allen, also erstens mal mit meinen Knien, was wollte ich da groß machen? Ich habe vielleicht 2, 3 Takedowns, aber ich pull immer gar nicht. Weil, jetzt, all die Leute, die Jiu-Jitsu machen und das Takedown-Game quasi als etwas Grosses sehen. Gang ins Ringen, gang ins Judo. Das ist dein Sport. Jiu-Jitsu ist eine Selbstverteidigungsangelegenheit, wo 80% Guard ist. Also das heisst, ich pull Guard. Ich versuche ihn zu kontrollieren. Wenn er kann submitten, submitte ich ihn. Wenn nicht, dann sweep ich ihn. Dann passe ich seine Guard. Dann mount ich ihn und ich nehme den Rücken. Wenn ich jetzt aber das Gefühl habe, ich bin ein brutaler Takedown-Artist und ich mache nur Top-Game, was passiert? Deine Guard ist shit, deine Kontrolle ist shit, deine Submission aus der Guard sind shit, dein Sweep-Game ist shit. Und das ist das Elementare vom Jiu-Jitsu. Ich finde Takedown super wichtig für die das als Game sehen, aber ich persönlich bin ein Guardpuller for life. Eine kleine Bitch. Ich bin auch Guardpuller. Ich habe aber gehört, ich habe die Frage mit dem Lutschi, bin ich letztes Mal etwas trinken und dann hat er gesagt, was sind für Fragen, und dann habe ich ihm diese Frage aufgestellt, und ich gesagt, hat er gesagt, unterschätzt den Sam nicht im Fall. Er hat schon Leute verschlagen, die Rang und Namen haben und es geht dann nicht ums Jiu-Jitsu. Also im Stand, sprich Muay Thai, was auch immer, MMA, ist das Sam nicht zu unterschätzen, hat er gesagt. Erzähl dir nachher, wieso. Habe ich das? Ja, du hast mal einen abgeschlagen, wo... Egal, ich sag das nachher. Nächste Frage. Muhammad Ali, Andy Hug, Mike Tyson und heutzutage Reunion im Hallenstadion. BJJ Fights. BJJ Fights gibt's auch, aber keine Date von Rukus. Wieso? Ist da etwas vorgefallen? Ja. Also erstens einmal Muhammad Ali und Andy Hug zu missbrauchen für so ein Event, Bro, das ist Blasphemie. Das ist einfach nicht okay. Ja, ich verstehe den Promo-Aspekt, absolut okay, aber chill the fuck out. Das mit Reunion, das sind mal unsere Jungs gewesen, bis der eine Brüder mal gedacht hat in Rom, er lässt die Crew, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, er lässt die Crew 2 Stunden in einem Kaffee warten, während er schön mörgeln. Ja, dann hat er halt den Einlauf bekommen vor dem Kolosseum. Und dann hat es einen Real Talk gegeben. Darum sind wir nicht dort. Ist eine Einladung ausgesprochen worden? Ja, nein, und dann, der Breite und der Sevi sind dann mitgegangen, sind ja jetzt ein grosser Bestandteil von unserer Crew, die sind ja jetzt auch wieder bei uns und es ist... Okay, das beißt die sich. Chemie stimmt nicht. Okay. Die Chemie stimmt nicht. Okay. Nächste Frage. Ich habe es gar nicht erwähnt, sorry. Die Fragen sind von der Community. Das Programm kennt der Sam nicht. Die Frage kennt der Sam auch nicht. Wenn er nicht antworten will, antwortet er nicht. Aber einfach für die erste Folge anschauen, dass sie es checken. Woher die grosse Liebe zu Penis? Die Frage. Wir sind einmal, ich weiß gar nicht, wo das angefangen hat, aber wir sind etwa das 6. Sind wir mal auf Helsinki geflogen als ADCC 2017. Ja. Und dann hat der George, riesen Brüder, Shoutout zum George, der arbeitet am Flughafen, dann hat er uns dort so eine Lounge organisiert, wo man kann saufen und essen und dort sind alles so ein bisschen Jet-Setter-People drin gewesen, oder? Und wir. Da war der Nenad dabei, der Joso, der Dario, der George, der Danko. Habe ich den einander erwähnt? Ja. Nenad und ich. Und wir haben uns richtig gut abgefüllt dort. Also,
wir sind fast aus dem Flügel rausgerührt worden. Okay. Und dort haben wir eben angefangen zu singen, «Jawohl im Kuratz». Was so viel heisst, ich liebe Schwanz. Und seitdem ist das einfach so geblieben. Ja. Und der Nenad hat mir mal so ein Armbändchen in Thailand flechten lassen. Mit «Jawohl im Kuratz». Und ich habe es dann einfach nicht angelegt, eben wegen dem Jiu-Jitsu musst du es immer irgendwie abziehen und so, das ist mir ein bisschen zu umständlich. Aber ja, und jetzt hat sich das so wie integriert. Hast du die neue Tiere gesehen, die der Lucci gemalt hat? Ja, super schön. Super schön. Super schön. Oder unsere Webseite, ruckus.ch. Gehen mal auf die Webpage und klicken auf das neue Logo, bitte. Genau. Ey, Bro, ich muss ganz rasch gehen. Ich mache da nachher, ich lasse jetzt laufen, aber ich mache nachher einen Cut. Für die Leute, die denken, das ist geschnitten, ich muss einfach schnell pissen. Ich auch. Du musst auch, ja. Beleg du mir. Geh schon. Gang du. Bei dir ist, glaube ich, akuter. Shit, Alter. Hä? Und dann sagen die Leute, Sex ist geil. Wenn du voll pissen musst und pissen kannst, ist das so viel geiler. Geiler ist es beim Schießen, Bro. Und beim Schießen noch 1000-mal geiler. Ey. Kennst du, wenn so die Wellen kommen, du bist noch im Auto und es kommt so die erste Welle und die zweite, nach der dritten, vierten Welle wird es hure anstrengend. Wir sind zurück mit einer leeren Blase und die nächste Frage. Geile Frage. Kein Honig mehr im Espresso oder 3 Wochen Durchfall? Eindeutig Durchfall und eine wunde Rosette. Du trinkst immer, das habe ich zum ersten Mal gesehen, Espresso mit Honig. Von wo hast du das? Was ist das? Keine Ahnung. Also es ist einfach so gekommen, irgendwie, ich habe es einfach mal probiert. In unserer Kultur Tee trinken, Kaffee trinken mit Honig ist ganz normal. Ob jetzt türkischer Kaffee oder normaler Mokka-Kaffee. Im Geschäft mache ich es immer mit dem Mokka. Einfach irgendwo mal angefangen. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, man sollte Honig in einen Kaffee tun. Okay. Man sagt ja, alles, was irgendwie 40 Grad und über 40 Grad ist, ist schlecht für den Honig. Okay. Gehen die Benefits verloren. Es ist so, egal welchen Honig du nimmst, egal woher er ist, jeder Honig hat so einen speziellen Geschmack. Und ich kann mittlerweile mit gutem Gewissen sagen, ich spüre, ob etwas puncht ist oder ob etwas mit irgendwie... es gibt die Leute, die Lavendelhonig verkaufen und tun noch so ätherisches Öl rein, damit es nach Lavendel schmeckt. Das ist fucking Bullshit. Weil Lavendelhonig schmeckt nicht nach Lavendel. Ja. Oder wenn du jetzt zum Beispiel einen Waldhonig gehst kaufen und du schmeckst so den Tannzapfen. Das sind so die Sachen, wo du kannst rausschmecken, auch im Kaffee. Okay. Je nachdem, was du für einen Kaffee nimmst. Weil im Kaffee gibt es ja, ich sage jetzt 2 Hauptbohnen, Robusta und Arabica. Und die Schinken haben meistens einen Mix davon. Ich bin jetzt mehr der auf der Arabica-Seite ist. Das sind die Kaffeesorten, die nicht so den bitter und den säure Geschmack haben, sondern eher so den Smooth haben. Okay. Und das ist, am Schluss des Tages ist es einfach so, eben, hast du eine Pizza gern, gehst du eine Pizza essen, willst du einen Kebab essen, gehst du einen Kebab essen, nichts ist falsch, alles ist richtig. Okay, also lieber 3 Wochen Durchfall aber. Fix 3 Wochen Durchfall. Das probiere ich, habe es noch nie probiert. Weißt du wieso? Ha? Früher als Kind, jedes Mal bin ich mit den Eltern ins Jugoland runtergegangen. Kaum bin ich über die Grenze gekommen und habe etwas gegessen. Ich hatte sofort Durchfall. Ich hatte während der Ferien chronischen Durchfall gehabt und mir war es scheissegal. Ich habe alles reingebiegen und es hat mich voll vertätscht. Und ich war voll hart am Leiden, darum ich weiss, wie es ist. Okay. I'm an expert. Und wie nennt sich da die Hackle feucht? Die helfen dir. Ja, genau. Deine Meinung zu unserem Igor? Vielleicht kann er ein paar Storys raushauen, hat da jemand lieb gefragt, aber ich glaube... Ja, der Igor... eben, wie gesagt, der Igor ist einer, den ich seit 20 Jahren kenne. Und der Igor ist so einer... Ich muss den Igor nicht nach der
nach der Meinung fragen. Ich bin zu 99,9% sicher, ich weiß es schon. Okay. Weil wir denken genau gleich, wir haben einen unterschiedlichen Weg genommen in unserem Leben. Und die Storys ficken euch. Schön soll er selber kommen, wenn er will. Er kommt aber nicht. Igor, komm. Wären alle so real wie der Igor, wäre die Welt so fucking einfach. Ja, das ist schön gesagt. Den Rest können wir selber zusammenreimen. Wenn du irgendwann mal mit BJJ aufhörst, würdest du deine Kimono-Sammlung verschenken? Nein, fix anzünden bei mir daheim im Garten können zuschauen. Echt? Fix. Niemand kommt hier über. Wie viel hast du? Du hast verdammt viel, gell? Ich habe hure viel. Ich würde sagen, sicher etwa 50. Ich tue mich selber sabotieren. Ich spiele mit dem Gedanken, immer wieder aufzuhören. Also wegen der körperlichen, ich sage jetzt mal, Schmerzen. Für die noch nie Jiu-Jitsu gemacht haben, ich mache seit 20 Jahren und ich bin absolut nie am nächsten Morgen aufgestanden und bin einfach so normal aus dem Bett gekommen. Noch nie. All die Sport machen auf einem gewissen Niveau, mit einer gewissen Intensität, wissen, von was ich rede. Du wirst nie am Morgen aufstehen und das Gefühl haben, ich fühle mich heute super fit und ich fühle mich wie ein Bambi und wow, ich freue mich heute Abend auf die Session. Nein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und die scheiß Kimonos, die verbrenne ich garantiert. Nicht einmal verkaufen tun ich. Obwohl, der eine oder andere habe ich verkauft. Schon? Ja. Ja, die sind viel wert. Eben, also für die, die es nicht wissen, so ein Kimono, die der Sam hat, die fangen vielleicht bei 150 an und hören bei 300 nicht auf. Also schon etwas. Darum die Frage auch. Frag ihn, ob er glücklich ist. Das finde ich eine schöne Frage. Super happy. Eben, ich bin auf der Suche nach der Einfachheit. Und ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Jahren Single. Überzeugter Single mittlerweile. Aus welchem Grund? Nicht, dass ich das Gefühl habe, nicht Kompromisse einzugehen, sondern weil ich effektiv den Peace of Mind geniesse. Und ich mich nicht dem Gefühl will exponieren lassen. Ich will mich dem Gefühl nicht exponieren, dass ich irgendwie emotional abused werde. Und ich bin zurzeit eben, was macht mich happy? Ich gehe ein bisschen mit der Crew schlägeln. Ich gehe mega gerne arbeiten. Das stimmt wirklich. Weil die Crew, die ich habe, bei der Bank Reichmuth, was dort an Trash-Talk abgeht, super geil. Super geil. Es sind zwar richtige Heiri Müller Schweizer, aber Bro, ich liebe die Dudes. Richtig geile Sachen. Und ich gehe dort hin, ich arbeite 10 Stunden, ich bin 10 Stunden im Büro. Am Abend gehe ich ins Ruckhaus trainieren. Dann gehe ich heim, chill mit meinen 2 Katzen. Am Wochenende, wenn das Werdinseli mit Sonne beglückt wird, bin ich dort auf dem Bänkchen und ich chill. Und das leckt mir schon. Ab und zu ein neuer Air Jordan, ab und zu ein neuer Kimono, um mich selber zu sabotieren, weil ich eigentlich will aufhören. Und ja, das ist super easy. Ich bin wirklich, ich muss sagen, ich bin happy. Happy, schön. Das freut mich. Kannst du die Geschichte mit dem verlorenen Fingerbeere erzählen? Hat gefragt. Also, das sind, warte schnell. So sehen Jiu-Jitsu-Finger aus. Und es geht um diesen Finger da. Seht ihr das? Okay. Und jetzt, warte schon. Damit ihr seht, wie viel kürzer ist. Sieht man das? Ja, das sieht man. Sieht man gut. Also, was ist passiert? Ich war 12. Wir haben seinerzeit in einem Block gewohnt, im 10. Stock. Ja. Und dann war ich recht knapp im Zusammenhang mit der Schule. Und es war so nicht eine Schiebetür beim Lift, sondern es war eine schwingende Tür beim Lift. Und die war aus massivem Metall.
Und damit das schneller geht, weil die Tür ist immer so langsam zugegangen, habe ich gedacht, ich helfe nach und ziehe die Tür zu. Habe meine Hand nicht genug schnell reingezogen und es hat mir ein Fingerbeere abgehauen. Der funny part ist, ich habe es nicht gespürt. Und jetzt stehe ich in diesem Lift und denke mir so, fuck, ich komme zu spät in die Schule, fuck, ich komme zu spät in die Schule. Und dann gibt es einen Zusammenschluss von der Lehrerin, dann gibt es vielleicht einen Zusammenschluss von den Eltern und so, fuck, oder? Und dann haltet der Lift an im 4. Stock. Das war mein bester Kollege, der Sascha Tatalovic, Serb. Für all die denken, Serben, Kroaten, Schippis, ja, da ist eigentlich immer eine gewisse Tension vorhanden. All die sagen, es ist keine Tension vorhanden, die lügen. Aber we gotta get along. Sehr wichtig. Dann macht der Saleh die Tür auf. Und er schreit mich an. Sam, was machst du? Und ich so, Saleh, steig in den Lift ein. Wir sind spät, wir müssen in die Schule. Er so, nein, Sam, was machst du? Und ich so, Saleh, hör auf mich verarschen, steig in den Lift, wir müssen gehen. Er so, schau am Boden. Ich schaue am Boden. Nicht so, dass schau am Boden bis ruhig, sondern schau am Boden. Das ist etwas. Und ich denke mir so, Scheiße, wo blüht die? Schon recht viel Blut am Boden. Wir waren 11, 12 gewesen. Und ich so, komme nicht raus, schau meine Hand an, fuck. Da einfach nicht. einfach, ich glaube, ich habe den Knochen hier noch gesehen. Ja. Vom Ja, es ist Fingerbeere. man Man sieht sieht noch. das Böllchen da. Genau, Ja. ja. Und dann ich so, okay, Scheiße, okay, fuck school, oder? Dann bin ich mit dem Lift wieder raufgefahren, in den 10. Stock, mit dem Saleh zusammen. Dann dort im Eck habe ich mein Fingerbeere gefunden. Gar nicht. Bin ich wieder zurück in die Wohnung. Habe meinen Vater angerufen in der psychiatrischen Klinik in Windisch. Und ich so, du Papi, bla bla bla, mein Fingerbeere hat es abgeschnetzt, was soll ich machen? Er so, ja, gehst zum Kühlschrank, nimmst das Eis aus dem Tiefkühler, durch seinen Tupperware und kannst Velo fahren? Ich so, ja, fahr zum Dr. Eichenberger. Das ist so, was sind das, etwa knapp 1 Kilometer? Ich so, ja, voll easy, okay, gut, machen wir. Dann bin ich zum Dr. Eichenberger. Der Eichenberger so gesagt, du Bro, da kann man nicht groß irgendwie etwas machen, du musst ins Spital, das Fingerbeere nehmen. Und ich so, okay gut, ich fahre mal los. Mein Vater ist dann zum Eichenberger gekommen, zu einem späteren Zeitpunkt, und hat meinem Dad dann gesagt, ihr Sohn ist dann schon bereits ins Spital Bruck mit dem Velo. Und dort haben wir uns dann getroffen. Sie haben probiert, das Fingerbeere wieder anzunehmen, aber No chance. that motherfucker is ugly. Ja, das sieht schon aus. Und dann noch vom Basketball alles kaputt. A story to tell, aber geil. So, die nächste Frage. Ey, es ist mega Dankeschön an die Community, wirklich. Ich finde es so chillig, wie viele Fragen und wie viele coole Fragen ihr auch immer stellt. Oh. Mein Kollege arbeitet bei der Polizei. Er hat gesagt, ihr seid ein Haufen Arschlöcher, die kriminelle Scheiße macht. Findest du es nicht gefährlich, so einem Haufen so Techniken zu zeigen? Der Mensch hat, wer auch immer das war, der die Meinung gesagt hat ein Defizit. Er schnallt das Wort Eigenverantwortung nicht. Ich bin dort und er gibt Training. Unabhängig davon, was wer macht. Ich meine, vielleicht haben wir auch einen Kinderbumser bei uns und ich weiß es nicht. Vielleicht schaut er daheim Kinderpornos und ich weiß es nicht. Aber sollte man mich dafür verantwortlich machen? Fuck no. Wer dort will trainieren, darf trainieren. Ob ihr euch nach dem Training dann irgendwelche Dildos in den Arsch reinschieben wollt, go for it. I don't give a fuck. Wir haben sicher den einen oder anderen, der noch dabei behilflich wird sein. Aber Eigenverantwortung ist ein sehr grosses Thema in jeder Gesellschaftsschicht. Und nach dem lebe ich. Wer die Eigenverantwortung nicht quasi auf sich nimmt, wie viel Mal bin ich wegen meiner komischen eckigen Birne, wegen meinem komischen Namen von der Bulle richtig blöd und scheiße behandelt worden?
Ich habe nichts gegen Bullen, im Sinne von, er kann nichts dafür, weil er ist brutal exponiert mit all dem Gesindel. Ich verstehe ihn, er ist ja auch nur ein Mensch. Er hat aber die Entscheidung getroffen, er will Bull werden. Dort ist das fucking Problem. Und dann kommt das autoritäre Game noch drin, wo er ja muss spielen, wo ihn dann ja vielleicht dann irgendwann mal ein bisschen geil macht und er so quasi das Elixier von seinem Leben rausnimmt. Aber am Schluss des Tages ist es ein sehr komplexes Thema, aber die Antwort ist Eigenverantwortung. Das A und so in jeder Gesellschaftsnorm, egal wo auf dieser Welt. Und jeder, der seine Macht will missbrauchen oder ausspielen, ist für mich ein kleiner Nix mit einem noch kleineren Penis. Nehmen wir an, in Zürich würde man einen Kampfsport-Battle machen à la UFC 1. Welche Schule würde gewinnen und weshalb? Wenn du Fragen Also mega als dumm Kollektiv- findest, kannst du auch sagen. Nein, also jetzt als Kollektiv. Als Kollektiv, ja. Als Kollektiv. Es gibt in Zürich, nur Zürich, gell? Zürich, ja. Nur Zürich. In Zürich gibt es ein paar brutal gute Jiu-Jitsu Guys. Wobei der Beste in der Schweiz ist in Basel, Was hast du gesagt, ja. der Pomaski. Shoutout to Pomaski. All die das Gefühl haben, da Zürich ist krass, links und rechts, Bro, bitte ruhig. Basel, Pomaski, mit Abstand der Beste in der Schweiz, hands down. In Zürich gibt es ein paar gute. Ich erachte uns jetzt mittlerweile als ein bisschen alt. Also wir haben ein paar Okay. Kilometer auf dem Tag gekommen. Aber im Durchschnitt, muss ich sagen, ist das Niveau bei uns am höchsten. Im Durchschnitt. Ein Lukas, der jetzt seine neue Schule aufgemacht hat, Anfangsjahr, brutal gut. Mega. Brutal gut. Seine Frau, die Scout, Scouts auch. brutal gut. Brutal. Brua, voll okay. Der Bilal vom Hoga, brutal gut. Den Kenn mag ich ich nicht. brutal. Ist er Bilal. Black Belt? Er ist auch Black Belt. Okay. Cicero Costa Black Belt. Der Urosch, der macht leider kein Jiu-Jitsu mehr. Der Urosch. Der ist jetzt Bodybuilder. Ist auf Spanien ausgewandert. Bro. Hätte der sein Ding durchgezogen, nur mit Jiu-Jitsu. Echt? Bro. Urosch. Real as fuck. Aber wer wird gewinnen, ist schwer zu sagen. Jetzt müssen wir sagen, welches Schema, wie aufgestellt. Ich würde natürlich sagen, mehr. Ja, fix. 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 Schon nur bei euch. Wir würden dort im Hintergrund ein Bier saufen, während andere ihre Sasai würden biegen. Jiu-Jitsu ist cool, nehmen Jiu-Jitsu aber nicht allzu ernst, leben dann nebenbei. Welches Ereignis in deinem Leben hat dich verändert? Wenn es überhaupt eins gibt, das dich verändert hat. Ja, also das mit der Mami lassen wir jetzt mal draussen, das haben wir schon gehört. Ich bin mal ein richtig dummer Fat Fuck gewesen. Ich war mal 150 Kilo gewesen. Jetzt bin ich etwa 100. Das hat mich brutal verändert. Ich glaube, mit gutem Gewissen können sagen, jetzt bin ich 48, hätte ich nicht abgenommen, es wäre nicht gut gekommen. Okay. Ich hätte jetzt sicher Herz- und Kreislaufprobleme, meine Gelenke wären noch viel beschissener dran, als sie jetzt sind vom Sport. Vielleicht hätte es mir schon die Pumpe verheizt. Das hat mich maximal verändert. Ich meine, du musst dir vorstellen, du bist täglich mit einem Rucksack von 50 Kilo unterwegs. Ja, Oder jetzt in diesem Raum ist es jetzt relativ angenehm warm. Ich habe einen Pulli an. Mit 150 Kilo. schon. Also ich hätte den Pulli garantiert nicht an und mir würde die Soße vom Schädel laufen, wie gestört. Voll. Sollte auch etwas in Und sich all die, die investieren. sagen, abnehmen, ja, weißt, ich fühle mich so gut und ist schon alles okay und das ist meine Selbstfindung. Nein, du machst dir selber keinen Gefallen, du machst der Krankenkasse keinen Gefallen, du machst der Gesellschaft keinen Gefallen, du bist ein fucking Liability. Ist Drum, ja so. Ist fix Nutella so. ist fein, ich liebe süße Sachen, über alles. Gib mir Baklava, Nutella, Honig, alles drum und dran. Und ich verliere mich auch sehr oft. Also ich habe so ein Kilo Nutella-Glas früher mit dem Suppenlöffel. Ja, was? In einem Sitting ins Auto eingestiegen, zur Tankstelle,
die viereckigen Möwenpick-Glassebecher. Genau, 2. Hinten, nachher einen Zopf mit Butter, Konfi. Bro, ich bin komplett durch. Ja. Darum, hört auf mit dem Shit. Es ist auch eine Entscheidung, sorry, also übergewichtig sein ist eine Entscheidung. Und wenn man Absolut. etwas will machen, kann man. Vor ein paar Jahren bin ich 96 Kilo gewesen, Bro, und ich bin viel kleiner als du, weißt du, wie ich meine? Jetzt bin ich etwa 3,84. Ey, Stege laufen, Welten, also auch so das Selbstbild. Keiner, der dick ist, kann mir sagen, ich bin voll glücklich, ich will so sein. Bullshit. Bullshit einfach. Absolut. Bullshit. Absolut. Selber dich verarschen, damit du nicht an dir musst arbeiten. Fertig. Kann man im Ruckus vorbeikommen, trainieren oder ist es eine geschlossene Gruppe? Aber das haben viele Leute haben das Gefühl, gell? Ja, Was ist der Grund, wieso wir keine Homepage haben? Wie er vorher erwähnt hat, wir wollen einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, ohne dass der finanzielle Aspekt quasi der Trigger Nummer 1 ist. Wenn man zu uns kommt, komm, wir spielen unsere Rules. Wenn du das Gefühl hast, du kannst jetzt als zahlender Kunde deine Rules bei uns platzieren, So nicht. geht nicht. Ja. Wieso haben wir keine Homepage? Keine Lust. Ich komme sonst schon genug Fragen über. Da kommen noch mehr Leute und unser Raum ist den Umständen entsprechend eigentlich schon zu klein. Aber gehen wir in einen grösseren Raum, hat das eine finanzielle Komponente, die dann wieder auf die Mitglieder appliziert wird. Genau. Das wollen wir nicht. Und finde einen Raum in Zürich, der irgendwie ansatzweise zahlbar ist und einigermaßen normale Termine bekommst, bringt es nicht. Ja. Auf jeden Fall einfach einfahren. Ich sage jetzt nicht Fresse haben, aber es gibt immer die Klugscheisser, die das Gefühl haben, eben, das haben wir vorher auch gehabt, wie heisst der Kollege schon wieder? Michael. Wenn ihr bei einem gewissen Thema keine Ahnung habt, sind einfach still. Wenn ihr in eine Kampfsportschule geht, ob Boxen, Thai-Boxen, Jiu-Jitsu, von mir aus auch Krav Maga, was sowieso fucking Bullshit ist, geht dort hin, haltet euch in die Fresse, lernt so viel ihr könnt und nehmt so viel mit, wie ihr könnt. Sonst im Ruckus, wir haben 11 Mal Training. Auf Facebook sehen wir die Zeiten. Und den ganzen Sommer kann man gratis bei uns trainieren, weil alle anderen Schulen das Gefühl haben, dass sie zumachen müssen. Sind alle willkommen. Wegen dem Lifestyle. Wegen dem Lifestyle. Wie bist du zu dem schönen Sport überhaupt gekommen? Was hat ihn inspiriert, Brazilian Jiu-Jitsu zu machen? Da ist jetzt, wer auch immer, du musst mir sagen, wer die Frage gestellt hat. Nein, weißt du wieso? Weil das ist jetzt etwas brutal Reals. Ich gebe mir jetzt selber ein Kompliment. Die Leute werden das erst nach der Antwort verstehen, aber ich wollte wissen, wer die Frage gestellt hat. Ich muss schauen, aber ich kann es dir sagen. Also ich fange an mit der Antwort. Also, So lang schnell. Ein Cousin von mir, der Becky, war so voll der Fight-Fan. Es hat angefangen mit frühen Bruce Lee-Videos schauen, auf VHS aufnehmen, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Mike Tyson, Muhammad Ali. Er hat alles, was irgendwie mit Fighten zu tun hatte, hat er in sich hineingesogen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das ist... Und dann hat die Internetzeit langsam angefangen. Und dann hat er angefangen, Pride-Sachen abzuladen. Pride, das ist so eine MMA-Organisation in Japan, wo richtig wilder Shit abgegangen ist. Ich kenne das nicht. Kennst du Pride nicht? Nein. Bro, ernsthaft? Nein, ich schwöre Der nicht. Ken gibt dir Hausverbot für 1 Jahr. Ich kenn's. Du kennst Pride Nein, ich nicht? kenne es nicht. Ernsthaft? Ernsthaft? Bro, ernsthaft? Nein, wirklich nicht. Fuck! Ich gehe heim. Abbruch. Ich kenne Pride nicht! Bro, das ist wie wenn ich bin Türk und ich kenne den Atatürk nicht. Okay. Bro, Pride ist huge gewesen. Okay. Huge.
Anyway, durch das, dass er all diese Sachen anfängt recherchieren im Internet mit diesen 128er Modem, wo du via Telefon angerufen hast und Ja, die kenne ich. wo die kennst du Die noch, kenne ich noch, ja. die Alien-Sprache drauf hatte, dann hat er langsam angefangen, so Sachen abzuladen. Weißt du, so, und dann hast du die kleinen Formate auf dem PC, wo etwa so groß waren. So groß war das Fenster. Da war dein Screen und du hast so gedacht, wow, hure krass. Und er hat das hure geil gefunden. Und dann hat er angefangen beim Frotta zu trainieren. Mit dem Barisch zusammen, ist ein Türk. Und dort haben der Bekim und der Barisch haben dort den Ken kennengelernt und den Flo. Unser Flo. Unser Flo. Ja. Der Elbow Flo. Ja. Der Spicy Elbow. Und dann haben die dort trainiert und dann hat irgendwo mal ein MMA-Event stattgefunden in Wallisellen. Das war das erste Shoto vom Frotta, das er organisiert hat in der Schweiz. Und dann hat er ein paar gute Leute aus Brasilien geholt und die sind dann relativ, kann man sagen, auch in der UFC gewesen. Und dann bin ich dort schauen. Er hat gesagt, komm mal mit. Ich habe gewusst, ich mache Jiu-Jitsu. Ich habe gewusst, was es ungefähr ist, aber es hat mich nicht angezogen. Auf jeden Fall war dort nachher eine Situation. Unser Ken, der Sushi-Ken, ist in einer 50-50 Guard mit einem, ich glaube, es war Holländer oder Belgier, so einer mit langen Haaren. 50-50. Für die kein Jiu-Jitsu machen, 50-50 ist eine super Gay-Position. Aber, das müsst ihr euch so vorstellen, wir hocken so, machen Cross-Cross so und sie haben sich mit der rechten Hand so gegenseitig einfach in die Fresse hineingehauen. Der Ken und der mit den langen Haaren. Und ich so dachte, what the fuck? Leck, ist das ein harter Hund, oder? Der Ken wie heute genau gleich ausgesehen, noch ein bisschen schlenker, Glatze. Ich so, leck, ist das ein tougher Motherfucker. Und dann, vielleicht ein Jahr später, hat ein Fight stattgefunden von Bob Sepp gegen Minotauro in Japan. Den Fight kannst du nachher schauen. Okay. Sehr wichtig. Episch. Episch. Bob Sepp sieht nach wie vor genau gleich aus wie seinerzeit. Irgendwie 150, 160 Kilo, voll auf Steroid, voll riesig. Hat Minotauro umgespitzt, quasi auf den Grind geschmissen und einfach wie ein kleines Kind abgeschlagen. Am Schluss hat der Minotauro mit einem Armbar gewonnen. Okay. Und der Minotauro ist der Master quasi, der Coach vom Frotta. Und der ist ab und zu in die Schweiz gekommen. Okay. Und dann irgendwann mal, der Frotta hat auch in der UBS gearbeitet. Und irgendwie bin ich dann dort reingerutscht und dann hat es seinen Weg genommen. Okay, Aber okay. zwei Sachen. Nummer 1, der Ken. Darum habe ich es mega wichtig gefunden, dass er von uns den Black Belt bekommt. Und der Fight von Minotauro gegen den Bob Sepp. Okay. Und der Fight von Bob Sepp, also du musst dir vorstellen, im Pride war es so. Die erste Runde war 10 Minuten. Alles? 10 Minuten. Also UFC-Regeln? Also, nein, noch viel schlimmer. Wenn er am Boden ist und liegt, du darfst einen Freistoß geben, mit dem Fuß voll in den Grind hineinschuten. Boah, okay. Und die zweite Runde 5 Minuten. Okay. Wenn es noch ein Championship-Fight war, hat es noch eine dritte an 5 Minuten gegeben. Aber wenn du eine Runde 10 Minuten von einem 150, 160 Kilo Menschen abgeschlagen wirst, voll auf Steroid, Bro. Und der Bob Sepp seinerzeit, musst du den Fight nachher Ja, ich schauen. schaue es fix nachher. Das ist der Grund. Okay. Der Ken, Nummer 1. Und dann der Und der Fight von Fight. Minotauro gegen den Bob Sepp. Okay. Sam, entscheide dich, nie mehr einen Orgasmus oder nie mehr Jordans tragen. Was ist denn da für eine dumme Frage? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich arbeite an einer Frau. Ich sage mir so, was soll ich sonst tragen? Am besten da die Schweizer Handschuhe. Was ist der Jordan? Jetzt gerade? Also was heisst? Orgasmus. Wichsen darf ich auch nicht. Anscheinend nicht. Scheisse. Das ist schon scheiße, ja. Es hat auch Dunks, Bro.
Hä? Das sind auch Dunks, die sind. Ja, aber Dunks. Ja, ich weiss. Ja, ja du hast recht, dann habe ich schon andere Alternativen. Ja, voll. Dann tun wir die Jordans auf die Seite. Und jeder, der das Sam kennt, weiß, was für ein Jordans-Fanatiker er ist. Hätte Sam seine Skills for Reunion BJJ? Eindeutig. Eindeutig. Ich habe neulich so einen Clip gesehen. Wo sie quasi davon geredet haben, wie sie quasi ein neues Konzept Jiu-Jitsu erfunden haben. Ich würde euch gerne mal einladen, damit ihr mir eine Privatstunde gebt und mir erklärt, was das für ein fucking Bullshit ist. Bro, wenn irgendjemand das Gefühl hat, dass er irgendetwas erfunden hat im Sport und es ist nicht ein fucking Keenan Cornelius oder ein De La Hiva. Bro, geh in die Ecke und bist still. Wer ist der nervigste Schüler im Ruckus? Ich habe 2 im Kopf. Die 2, die Hausverbot bekommen. Nein, ich glaube nicht, dass sie Hausverbot bekommen haben. Also dann sind sie nicht nervig. Ich sag mal, ich habe jetzt 2 im Kopf, mit denen du viel diskutieren musst und viel Aber haben sie erklären Hausverbot bekommen? Nein. Okay. Es hat 2 Leute, die bei uns jeweils einen Monat Hausverbot bekommen haben. Janik Und der Kusch. und der Kusch. Ja. Ich hätte jetzt nicht die 2. Okay, die 2 sind voll easy in dem Fall, den du hast. Wer hast du? Ich hätte gedacht, der Emi und der Güven. Nein, Nicht? nie. Also für mich Also, nicht, gell? Für mich ja, nicht. das sind Einzelpersonen, die sich selber zum Verhängnis werden. Die anderen 2, die es kollektiv beeinflussen. Das ist viel schlimmer, Okay. weil du das Kollektiv damit behindern. Ich meine, wenn der Emin und der Given so verpeilt sind, wie sie sind, ich kann dir nicht dabei helfen. Und ich will dich nicht damit... also ich versuche dir zu helfen, aber wenn ich merke, Bro, die Rezeptoren sind nicht da oder nicht an, damit er die Informationen aufnehmen kann, so fucking be. Ja. Ich kann es nicht ändern. Aber wenn jetzt du eine Verletzung von jemand anderem in Kauf nimmst, nur weil du deinen jähzornigen Shit in den Griff kriegst, Bro, dann bist du eine Liability für die Crew. Und dann bist du ein Problem. Und für mich mit Abstand, der Janik. Janik, wir haben am Donnerstag das Fundamental, am 7. Nie mehr will ich dich dort sehen. Vor etwa 3 Wochen bist du gekommen. Bro, an diesem Tag hast du mir all meine Nerven gekostet. Zitat Ende. Aber warte schnell. Ich habe dir die spicy Wurst aus Kroatien, Kulen, hat er mitgenommen. Er hat eine bestellt. Gleich liebe ich schon. Bist du nervig? Jetzt kann er nicht rausrühren. Weißt du wieso? Ja. Weißt du, wieso kann er nicht rausrühren? Wegen? Er hat jetzt auch ein Ruckus-Tattoo gemacht. Ah, stimmt. Ja, jetzt kann ich nicht mehr. Und das heisst aber nicht, dass du dich benehmen kannst wie ein... Einer sagt, das wird die meistgeschauteste Folge sein, 100%. Und warum fängt er nicht mit Stoffen an? Macht nur Sinn. Also ich bin so an einem Punkt angekommen, ich habe mal ein bisschen genommen, aber ich habe nichts gespürt. Aber es war so eine fucking Microdose. Ich bin ab und zu zum Lutschi alle 2 Wochen, mal einen Tag zu spät, mal zu früh, mal voll vergessen. Und ich habe effektiv nichts gespürt. Okay. Letztes Jahr, nach dem Cyborg-Seminar, bin ich mit dem Cyborg und mit dem Danko bin ich im Auto gsi. Und Bro, bin ich zusammengeschissen worden vom Röbi. Wegen? Du bist ein Mongo. Du weißt gar nicht, wie gut du bist. Du müsstest nur ein bisschen stoffen. Du müsstest vielleicht 2-3 Mal ein bisschen pumpen und du wärst Weltmeister. Und ich so, Bro, ich will gar kein Weltmeister werden. Ich will jetzt einfach... Wo sind wir angegangen? Ins Luigi. Ich will ins Luigi, ich will einen Negroni trinken, Pizza fressen, mit den Jungs chillen, lachen und heimgehen. Gut ist, ja. Und er
eine halbe Stunde fucking Rant und ich mich am Schämen, der Danko hinter im Auto, auch ruhig, Angst. Angst, oder? Ich sage jetzt lieber nichts, weil wir sterben beide, oder? Das ist das Cyborg. Ja. Und ich bin ja so an einem Punkt angekommen, wo ich mit gutem Gewissen kann sagen, ich habe nicht das Gefühl, ich muss etwas beweisen, ich habe nicht das Gefühl, ich will an eine Competition gehen. Und ich habe extremste Peace of Mind. Ich würde alles in meiner Welt dazu beitragen, dass jemand anderen Erfolg feiern kann. Innerhalb von meiner Möglichkeiten, körperlich. Aber mich jetzt hier zustoffen, wobei amigs, wenn ich am Morgen aufstehe, Kommt der Gedanke schon. Ja. kommt der Gedanke, ich glaube, ich wäre viel geschmeidiger aufgestanden. Aber ich finde, wenn du in einer lokalen Szene ein bisschen Jiu-Jitsu machst, klar, wir haben gewisse Sachen gewonnen, aber wenn du keine Ambitionen hast, wieso? Ja. Wieso? Ich finde es okay, wenn du bis ans Top raufkommst und merkst, okay, jetzt geht es da nicht mehr weiter und du willst vielleicht noch 5% rausholen. Aber wenn du da unten bist und anfängst rumzustoffen und du den Weg gar nicht gegangen bist, damit du auf das Niveau da raufkommst und das gar nicht kennst, auch im normalen, natürlichen Zustand, wieso? Ja, für Wieso? was? Ja. Wieso? Darum, ja, ich gebe dieser Person recht, die die Frage gestellt hat. Wieso ich mir das Zeug nicht reinhauen. Weil das wird in den nächsten 10 Jahren auch in Europa ankommen, dass die Leute das als normal anschauen werden. Dass das für die normale Männerwelt und für den Lifestyle unumgänglich ist. Aber ich für mich, eben, ich will nichts gönnen, ich will ab und zu ein Bierli, ein Grünli, am Werdinsel chillen. Und wenn jemand den Erfolg feiern kann, I'm happy for you as fuck. Aber für mich selber, Bro, mit 48, chill the fuck out. Bei 31 ist es auch nicht, ganz ehrlich, weil ich sage mir genau das, ich mache Jiu-Jitsu, weil es für mich wie ein Hobby ist oder etwas, wo mir mega hilft in meinem Kopf. Ich will weder Weltmeister noch sonst irgendetwas wie werden. Und ich weiß nicht, was die Spätfolgen sind. Ja gut, wenn Geschmäus. Spätfolgen, ob du viel saufst, ob du viel Süßes isst, ob du stoffst, ob du Koks und Nutten, egal was. Alles wird einen Footprint hinterlassen. Ja. Und eben, wenn du daran denkst, wie viele Leute wollen Weltmeister werden? Wie viele Leute dürfen das Gefühl erleben? Ein Staubkorn. Ja, voll. Und wie viele von diesen Leuten, egal in welcher Sportart, sind auf Stoff? Ja, mehr Und als schaffen genug. es nicht? Eben, ja. Also chill the fuck out. Ja, schon. Gute Frage. Was kann man deiner Meinung nach in der Schweizer BJJ-Szene verbessern? 6 Jugendförderung, Competitions, was auch immer. Den Neid von den Leuten ausblenden, wenn sie vom Geld, das sie im Jiu-Jitsu verdienen, leben, wird es nicht anbringen. Das ist so eine menschliche Angelegenheit, ein Charakterzug und jeder soll machen, was er will. Es gibt genug Turniere, verändern. Wir haben jetzt Kate-Seminar gratis gemacht für alle. Jedes Mal, wenn der Cyborg kommt, ist es mehr oder weniger. In den letzten 3-4 Jahren war es gratis gewesen. Oder für 3 Tage hat man 50 Stutz gezahlt. Was nichts ist. Absolut. Im Vergleich, Astronom. was du sonst zahlst. Genau. Sorry. Jetzt an anderen Orten kommt irgendein Heiri Müller. Ich nenne ihn jetzt Heiri Müller, ohne irgendwie irgendjemanden zu beleidigen. Man verlangt irgendwie 50, 60, 70, 80 Franken für 2 Stunden. Und that's it. Ja, und schon. sogar die Leute, die in Zürich sind, die hätten kommen können, sind nicht gekommen. Also das zeigt das Naturell von der Community, wo keine Community ist. Ja. Und jeder schafft in seinem Gärtchen, was okay ist. Ich habe am Anfang versucht, so quasi zu poken, Türen aufzumachen. Aber wenn die anderen Personen nicht kommen wollen, dann kommen sie nicht und that's okay. Und es wird sich nie daran etwas ändern, solange Geld involviert ist. Bei uns ist es ja nicht der Main-Trigger, wieso wir Jiu-Jitsu trainieren. Und darum ist uns das eigentlich so absolut von Herz scheißegal. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wieso die Leute zu uns kommen. Ja, voll. Weil sie merken, er macht es nicht wegen dem Geld. Sie sind ehrlich zu dir.
Sie haben nicht eine Maske auf. Sie kommen dir nicht einen Monat, bevor das Abo abläuft, kommen zu dir, «Hey Hakan, bist du weg? Ja, Wie voll. geht's? Was meinst du?» Du bist hure gut im Fall. Ja, und es gibt vielleicht noch einen Stripe oder zwei, damit er ja weiss, in einem Monat läuft sein Abo ab, ich gebe mir jetzt den extra Boost für sein Sego und dann wird er nochmal 1500 Stutz reinballern und du kannst ihn schon. wieder ein Jahr in Ruhe lassen. Das gibt es bei uns nicht. Ja. Und sonst nochmal wirklich lesen der Google-Rezensionen. Vor allem eine, die mit dem One-Star. Sehr wichtig. Hätte er damals gedacht, dass Ruckus heute so gross und populär wird? Nie im Leben. Nie im Leben. Ja. Ich kann mich auf viele Tage erinnern. Wir haben in Birmensdorf angefangen. Okay. In einem Judo-Gym beim Nico. Und seinerzeit, am Anfang weisst du, wie es ist, sind immer alle euphorisch und sagen, ja, voll geil machen wir. Und dann genau. hast du einfach nur eine Durchfallspur durch den ganzen Raum. Ja. Und am Sonntag es hat so einen Dude gehabt, so einen Welschen, den Laurent. Bro, den Laurent. Wir haben ihn Le Tonk genannt. Le Tonk. Was heisst das, Le Tonk? Der Panzer. Ah. Er war etwa so 90 Kilo. Unscheinbar as fuck, aber zäh wie Cheesy. Und er hat einen sehr großen Beitrag dazu geleistet, dass Ruckus das ist, was es heute ist. Und ich glaube, wäre er nicht gewesen, wäre das schon lange verbröselt. Okay. Und ja, jetzt, was passiert ist, über all die Jahre, der eine hat den Kollegen mitgenommen, es ist mehr so Mund-zu-Mund-Propaganda. Und weil ja das Geld nicht im Mittelpunkt ist, spüren die Leute, dass das real ist und nicht irgendwie so Fake Love oder Fake High Five oder Fake Empathy. Und nein, also ich hätte nie daran gedacht, ich meine, jetzt sind wir 12 Black Belts. Das ist heavy. Angefangen jetzt vor 13 Jahren, ein bisschen mehr als 13 Jahren. Ich habe meinen Black Belt bekommen nach irgendwie 2 Jahren. Und ja, der Weg, den es jetzt genommen hat, oder eben all die Leute, die angefangen haben. Ich meine, der Lucci, der Danko, die angefangen haben. Ich meine, nie im Leben hätte ich gedacht, dass die jemals irgendwie den Weg werden gehen und überhaupt das so lange würden, durchziehen, wie sie es jetzt machen. Und Hats off. Ja, also voll. maximaler Respekt, Hats off. Hats off. Mega. Und ich habe so, ich bin stolz drauf, aber ich tue mich selber sabotieren. Nicht, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht so quasi zurücklehnen und quasi auf meinen Lorbeeren weilen, sondern es ist einfach immer, Bro, gotta put in work, gotta put in work, gotta put in work. Egal wer kommt, egal wer geht. Ja. Du kannst nicht mit allen Kollegen sein, nicht alle haben die gleichen Ziele, aber nie im Leben hätte ich gedacht, dass es so ein Konstrukt gibt. Also ich meine, unser Essen vor 2 oder 3 Wochen? 3 Wochen. Ja, 2-3 Wochen. Vor 3 Wochen. Wenn du dort einfach in den Raum reinhockst und einfach so links und rechts schaust und dann denkst, fuck, eben, wie der Cop, danke für die Frage. Nein, für den Kollegen vom Cop. Ein Gruß an den Cop, wer auch immer er ist. Er ist nicht willkommen. Auf Eigenverantwortung kann er inkognito kommen. Aber wir schmecken das. Und ist die best Crew ever. Die best Crew ever. Mit Abstand. Also, klar sind wir voreingenommen. Aber ich habe in anderen Gyms auch trainiert. Also ich bin Ja, recht aber neutral dort reingekommen. Aber das Gefühl, wenn du dort reinkommst und du kannst nicht gerade mit allen Besties sein. Du kannst nicht zu einem Igor gehen, wo, sorry, wenn der vor deiner Tür steht, rein optisch, denkst du schon, fuck, was habe ich falsch gemacht? Du kannst zu ihm ganz auf Kollegen tun, nur weil du deinen Beitrag zahlst. Du kannst zahlen und wenn du auf Kollegen tust, sagt der Kollege, deine Fresse, Mann. Stell dich da hin an, du bist ein fucking White Belt. Aber das ist mega ehrlich und mega raw, weißt du, wie ich meine? Und wenn man das schätzt, dann ist Ruckus einfach die richtige Adresse. Wie du vorher auch gesagt hast, es gibt nicht das perfekte Gym. Du musst das Gym finden, das mit deiner Ideologie, mit deinen Werten am besten matcht und dort musst du hingehen. That's it. Und Ruckus ist das. Und du bist mega stolz an diesem Tag. Das haben wir Okay. gemerkt. An dem Tag, wo wir essen sind. Also Aha. du hast wie so... Ich wollte einfach heimgehen. Ich habe gewusst, Bro, das wird mega anstrengend.
Ist so gewesen. Ist so gewesen. Das ist super Nur geil. bei dem einen Video dort, beim Kusch und beim Fitim, Ja. wo es den Toni angefickt haben. Okay. Du bist dort auch ein bisschen am Zäuseln gewesen. Ja, genau. Und ich wollte einfach im Fitim ein bisschen geben, so quasi, Bro, ich glaube, der Toni hat dich nicht richtig verstanden. und nachdem musste ich gehen. Es ist einfach too much. Es ist einfach too much. Wir haben eine geile Crew, ich schwör's dir, das ist super schön. Hätte ich schon mal einen White Belt getappt? Oder die Frage zielt, glaube ich, dort, wo du schon Black Belt warst. Sonst ist ja klar, also wo du White Belt warst, hätte ich sicher mal einen White Belt getappt. Ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern. Ja. Aber eben, die Leute sind mit dieser Gurtfarbgeschichte ein bisschen überfordert und sie verstehen den Unterschied nicht. Training und Competition. Dass ein Lower Belt mal irgendjemand verwünscht, absolut normal, weil vielleicht macht der eine irgendetwas und probiert irgendetwas und will das Feeling dafür bekommen und fliegt rein. Ja, für das ist das Training da. Ja. Und die Leute machen sich viel zu grosse Gedanken in diesem Zusammenhang. Wenn aber du jemanden tappst mit einem höheren Gurt, der sich vorbereitet für eine Competition, der ist legit. Ja. Der ist legit. Weil, wenn sich jemand vorbereitet für eine Competition, ist er mit seinem Kopf auf sein A-Game fixiert. Und er wird dich immer in sein fucking A-Game versuchen zu ziehen. Und wenn du dann tappst, legit as fuck, hats off, kudos, all das. Aber Leute sollen chillen. Am Schluss des Tages ist ja nur Training. Ja. Und man versucht sich gegenseitig quasi aufs nächste Level aufzubekommen. Fli oder Passul? Passul. Weißt du so? Ja. Fli hat null Nährwert. Das ist einfach Joghurt, Rahm und Teig. Passul ist... Dort hast du wenigstens Bohnen, ein bisschen Fleisch. Ja. Hast ein bisschen mehr Substanz. Ja. Fleisch ist zwar fein und bis 2, aber sicher ein Schippig. Ja, ist es, ja. Weil ich würde nie Passul sagen. Wenn ich Passul sage in Kroatien, Bro, kommt mir gerade ein Fuß zu fliegen. Ja, jetzt in Kroatien. Grach. Weil Passul ist so quasi das Serbische. Und Schippis, übrigens, der Schippi, der diese Frage gestellt hat, Passul ist ein serbisches Wort. Und es gibt sicher ein albanisches Wort für den Bohneneintopf. Ach schon. 100 Pro. Wie sagen die Türken? Bohneneintopf? Das heisst, glaube ich, Kurufasulje. Heisst, okay. Also, es ist Bohnen, also Kurufasulje. Weil Passul ist eindeutig ein slawisches Wort. Ja. Weil viele Schippis sagen das Wort Bre, hure viel. Ja. Und Bre ist eindeutig ein serbisches Zusatzwort. Und ich verstehe nie, wieso. Sag mal, Bre, in Kroatien, in gewissen Regionen, Bro, die Leute schauen dich schief an und ziehen schon auf. Ich verstehe nicht, wie ein Albaner kann Passul sagen oder Bre. Ja. Bro, wenn ein Schippi Bre sagt, Bro, innerlich sage ich mir, what the fuck? Und dann flext ein Serb 3 Finger, oder? Und der Schippi kommt gerade. Jetzt gerade durch. Ist es Zufall, dass das Wetter die letzte Woche so scheiße ist? Hat jemand gefragt und ich soll dir einen Gruß sagen. Rami. Rami? Kann das sein? Ja. Ja, ich weiss. Das ist ein Araber, der trainiert im Hoga. Er hat mir heute angekündigt, dass er auch eine Frage gestellt hat und dass er hofft, dass die Frage gestellt wird. Er ist 2-3 Mal zu uns gekommen und der Flo hat ihn gerächt wie eine kleine Bitch. Der Ram ist ein Blue Belt, ich glaube 1 oder 2 Stripes. Und der Flo ist noch immer White Belt. Seinerzeit eigentlich gut weg gewesen, bevor er seine Schulter operiert hat. Ah, unser Flo, ja. Der Skydiver Flo. Der Skydiver Flo. Und dann hat er ihn richtig angezündet. Und ich nebendran, dort halt verbal, während dem Sparring noch immer schön dort am Steering the Pot, oder? Immer schön geh dort. Und dann hat er gesagt, hey, komm nächstes Mal und nimm das No-Gi-Zeug mit.
Ich so, ja, kein Problem. Ich mache Nogi nicht so gerne, aber für den Araber, yalla, Bro. Wie fix du die? Und dann, ja, sein Tag ist mad funny. Mit dem kommuniziere ich grundsätzlich auf Instagram. Und wir haben back and forth. Und er will mich auf Djibouti mitnehmen, heisst das, glaube ich. Okay. So Ostafrika, am Horn von Ostafrika. Eritrea, Somalia, Djibouti. Okay. Sieht spannend aus. Ich komme vielleicht mal mit, aber ich muss mir es noch überlegen. Du willst mich sicher dort verkaufen und nachher willst du mich irgendwie mit Lösegeld rauskaufen. Und machst so 50-50 mit diesen Führern. Und vielleicht willst du mir noch Nieren raushauen, du kleiner Wichser. Auf jeden Fall ja, bin ich mit meinem Nogi-Zeug eingefahren und habe gesagt, okay, let's go, machen wir mal Nogi. Und ja, ich habe ihm meine Eier in die Fresse gedrückt und er tappt. Er hat tappt Like a salty balls in the face. Und jetzt? Wieso stellt er die Frage dann? Jetzt warte. Jetzt bin ich ihn wieder immer so am Locken. Du, wenn kommst du wieder einmal. Und in der letzten Zeit hat er sicher Corona gehabt, Lungenentzündung, Bronchitis. Wahrscheinlich ist die Bitchy in ihm auch massivst gewachsen. Und jetzt ist es ab und zu das Wetter, das er als Joker missbraucht, dass er nicht kommen am Sonntag. Ah. Aber ich schreibe ihm nachher. Ja, morgen ist schönes Sonntag. Wetter. Morgen ist trocken, 26 Grad. Come by. Oh, das ist nicht die letzte, das ist die vorletzte. In den letzten Jahren sind viele BJJ-Schulen aufgegangen. Wie findet er die positive Entwicklung von BJJ in Zürich? Also Dass es immer mehr Schulen gibt, dass BJJ wie so vielleicht also nur auch... schulenmäßig oder skillmäßig? Ich habe wirklich die Frage genauso aufgeschrieben. Okay. Ich finde gut, dass die Leute Gyms aufmachen, im Sinne von, eben, wie wir vorher schon gesagt haben, jeder soll das finden, was für ihn stimmt. Genau, ja. Viele Leute machen das nicht. Also, es gibt wenig Leute, die sagen, okay, ich gehe heute in das Gym und dann übermorgen gehe ich in das Gym und ich schaue, wo arbeite ich, wo wohne ich, was ist so mit den ÖVs oder mit dem Verkehr am nächsten und passt in meinen Plan, wie sieht der Stundenplan aus, wie viel kostet es, was auch immer. Und dann wählst du das, was dir am meisten zusagt. Das finde ich immer eine super Angelegenheit. Mega. Skill-wise finde ich, hat Zürich nachgelassen. Okay. Zürich hat brutal nachgelassen. Im Gesamtkontext. Wenn ich jetzt eben Basel, Bro, Pomaski, du kennst ihn nicht. Nein. Aber Bro, der Pomaski ist eine verdammte fucking Rakete. Und da gibt es einen Phil, Brown Belt. Hat schon 2-3 Mal an den ADCC Trials in Europa mitgemacht und macht so super Fights in England und all over the place. Bro, das ist ein fucking Tank. Okay. Er hat einen Ringer-Background und er ist tough as nails. Und schon nur, wenn ich die Videos schaue und ich mir so sage, mit 48, Bro, ein Takedown von dem oder einfach so eine scrappy Runde mit dem. Sicher geil, sicher kassierst, aber am nächsten Tag ist Schmerzen. Zürich hat brutal nachgelassen. Okay. Es hat so den einen oder anderen, der gut ist, aber wenn du jetzt vergleichst, was Zürich war vor 15 Jahren und was Zürich jetzt ist, im Kontext der gesamten Schweiz, Zürich hat brutal nachgelassen. Okay. Brutal. Aber Was die Schweiz angeht. Aber der Sport ist populärer geworden. Mit Zürich, Abstand, ja. In oder? der Breite ist er gross geworden. Ja. Aber in der Tiefe, in der Substanz, in der Qualität, du müsstest eigentlich nur die grösseren Turniere anschauen und sagen, okay, wer hat wo was gewonnen. Oder? Und das ist eigentlich der Leitfaden und der einzige Leitfaden, der zählen sollte. Ja, voll. Also grosse Turnier, dass irgendjemand von Zürich mal irgendwie so etwas gewonnen hat, hat es früher viel öfter gegeben. Okay. Heutzutage ist es so, passiert höchst selten. Ja. Finde ich schade, aber ja, das Niveau und der Pool von Leuten, die Jiu-Jitsu trainieren,
überall, ich sage jetzt mal nur in der Schweiz, und vor allem, die Schweiz ist so ein kleiner Mikrokosmos, was Jiu-Jitsu angeht, nicht erwähnenswert. Ja, voll. Also, wenn du im globalen Sinn anschaust. Wenn zum Beispiel einer aus der Schweiz etwas an der Europameisterschaft oder an den Worlds gönnt oder an den ADCC Trials irgendwo auf dem Podest landet, Bro, das ist huge. Das ist huge. Die Leute sagen, hure geil, Like auf Instagram, aber schnallen gar nicht, wie elementar, episch, massiv, mächtig das ist. Heutzutage etwas auf dem Niveau zu gewinnen, aus der Schweiz raus, Bro. Also ich würde nicht sagen unmöglich, aber nahezu unmöglich. Ja. Die letzte Frage ist, welchen Belt müsste man an der Graduierung am stärksten auspeitschen? Gibt es das überhaupt? Oder jeder genau gleich, oder? Also, ja, rein von der Bedeutung jetzt. Von der Bedeutung ist es schon der Black Belt. Ja. Aber Egal, alle. ja, wer ein Belt bekommt jetzt, der muss spazieren und kommt halt einen Sonnenbrand über. Aber jetzt, dass einer am meisten kassiert, die am meisten kassieren, sind die das Gefühl haben, die müssen schnell durchlaufen. Das ist ja bei unserer letzten Graduation passiert. Die werden dort am Schluss noch mal rasch einen Stopp einhalten. Genau, den Kopf festheben und ratsch. Und dann wird einfach reinbrettert. Und das ist ja nicht irgendetwas, das wir erfunden haben. Das ist nicht irgendetwas, wo wir zelebrieren im Sinne von, dass wir unsere toxische Männlichkeit ausleben wollen. Es ist einfach eine gewisse Tradition dahinter. Und der Cyborg, also ich bin das letzte Jahr gelaufen, als ich den 3. Stripe bekommen habe. Okay. Dann ist schon der Igor gelaufen, der Ken, der Lucci und noch ein paar andere. Und der Cyborg hat es eigentlich mega geil gesagt. Er hat nur gesagt, es geht nicht um die Stripes auf dem Gurt, es geht nicht um den Gurt an und für sich, sondern es geht einfach darum, dass du das quasi zelebrierst, was du in dieser ganzen Zeit geleistet hast. Jetzt, ob du Turnier gewonnen hast, sei mal dahingestellt. Ob du gewisse andere Leute zum Erfolg geführt hast, sei mal dahingestellt. Dass du eine gute Zeit gehabt hast mit deiner Crew über jahrelange Zeiten, sei mal dahingestellt. Das ist so ein Kollektiv von verschiedenen Faktoren, die dann in dem Moment quasi zur Geltung kommen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt die Japaner erfunden haben oder das irgendwie eine brasilianische Tugend ist. Okay. Aber beim Cyborg wird das gemacht. So fucking do it. Also dann machen wir es auch. Ja. Und klar kann man sagen, ja, aber es braucht eine gewisse Evolution und vielleicht ist die Zeit jetzt so quasi rausgewachsen. Und auf der anderen Seite ist das Argument, wieso muss die Menschheit immer das Gefühl haben, an alten Sachen, gewisse Sachen müssen zu verändern. Ja, muss man sich schlagen? Nicht unbedingt. Aber müssen wir zulassen, dass wir immer softer werden? Müssen wir auch nicht Eben, unbedingt. auch nicht unbedingt, ja. Eben, also der Mittelweg wird sich dann irgendwann mal irgendwie einpendeln. Und das ist jetzt halt auf dieser Seite vom Spektrum, wo es halt ein bisschen ruppiger ist, wo es ein bisschen asozialer ist und nicht so Räucherstäbli und Duftkerzen. Ja. Für alle, die es nicht checken, wenn du beim Jiu-Jitsu den nächsten Belt bekommst, laufst du einmal hin und her und dort ist das ganze Team aufgestellt mit dem Gurt und der ist schon hart. Also, und jeder peitscht dir einmal mit dem auf den Rücken einmal hin und einmal zurück und du musst das wie ertragen. Also ich empfehle es jedem. Mega Spaß gemacht. Meine Freundin, wie ich am Filmen fast am Brüllen. Ich wollte voll cool tun, weißt du. Ich sehe alle so. Ich so, Mann, der Schmerz geht vorbei, Mann. Was tönt dir so wie Pussy? Aber ich gehe so rein und gehe raus, Bro.
Hat sie dir gesagt, was ich ihr gesagt habe, bevor du losgelaufen bist? Wehe, du brüllst, hast du ihr gesagt, gell? Wehe, du brüllst. Ich sehe schon, Pisse in den Augen. Ich so, nicht brüllen, nicht brüllen. Und ich den krass am tun, weißt du, weil das ist deine Freundin. Du willst ja keine Schwäche zeigen, aber Bro, shit, der Igor hat mir die Scheiße aus dem Körper geschlagen. Beim Drittel vom Weg denkst du dir, fuck, wie soll ich noch zurücklaufen? Und dann laufst du zurück. Und es geht, irgendwie geht es. Irgendwie. Es ist eine mega schöne Sequenz, die das Leben widerspiegelt. Weißt du, was schön an dem? Es ist ein Gehen und ein Nehmen. Genau, genau. Wieso geniessen wir das Schlafen? Weil du... Wie viele Nerven haben die Leute für irgendjemanden hergegeben? Also, gib ihm den Moment, dass er sich revanchieren darf. Genau. Für dich jetzt, du bist dort durchgelaufen und hast wahrscheinlich gestreamt, so im Sinne von, der Hurensohn. Wer auch immer das ja, ich kann einen. Der Hurensohn. Warte. Der ist jetzt zoberst auf deiner Liste. Ja, warte. Aber du schlägst ihn jetzt ab. Warte, oder wie auch immer. Du gibst ihm jetzt. Und dann kommt der Moment, wo er vielleicht den nächsten Gurt bekommt. Du schlägst ihn ab und sagst, okay, jetzt ist mein Time. Dann gehst du aufs WC, machst den Gurt noch extra nass. Genau. Insider. Okay. Noted. Immer Gurt schön nass machen, weißt du, fetzt das. Okay. Aber all die Leute, die vom Balkan sind, alle haben mal irgendwie einen Gurt von irgendjemandem bekommen, einen Paputsch oder einen Papucha oder einen Teppichklopfer oder Sachen sind durch den Raum geflogen. Daily Business gewesen. Ja, schon. Also komm, it's just a Renaissance. Ja, voll, ja, die guten alten Zeiten. Sam, hast du noch irgendetwas, wo du loswerden willst? Ja. An all die mich zutextet mit ja, ich würde gerne Jiu-Jitsu trainieren und ich komme dann und tauchen nie auf. Oder all die denken, ihr müsst irgendeiner Person irgendwie Textmessages schreiben, damit ihr irgendwie einen extra Boost an Motivationen bekommt. Damit ihr doch kommt. Bro, verschwendet euch nicht mit dieser Zeit gegenüber euch selber und auch nicht gegenüber dem anderen. Ich bin der antwortet. Ich versuche nur nett zu sein. Und denke mir, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit, investiere es, vielleicht kommt er, nicht wegen dem Geld, sondern dass er einfach mal mit dem Sport mal anfängt und sich den Wahnsinn antut. Aber ich habe euch einen viel besseren Vorschlag. Schreibt mal im Igor genau den Shit, den ihr mir an mich schreibt. Bro, der Dude kommt zu euch heim. Glauben wir, der Igor kommt zu euch heim mit seinen Papuchen, barfuß im Winter. Und dann gnade euch Gott. All die meine Zeit verschwendet haben, fickt euch hart ins Knie. Was machen wir? Ja, okay. Ein schönes Schlusswort. Ey, hast du das Geschenk schon aufgemacht? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Ich habe das Geschenk dort. Wow! Danke! Du musst schauen von der Größe. Hä? Ob es passt. Es ist mega oversized geschnitten. Ist es Oversize? Ja, heavy oversized. Ist es XXL, dann mache ich einen auf Frau jetzt. Willst du damit sagen, ich bin ein Fairy? Nein. Ich muss dich abnehmen? Nein, ich kann ein L rein. Ein L? Mama, skinny bitch. Mega hure groß. Bro, das da ist ein M und ich trage auch L. Ich habe es extra... Aber warte, ich habe eine Frage. Ja. Hast du auch ein Shirt für den Human? XXS. Ja, XXS. das wird nie im Leben wird das länger. XXS. Das längt nicht. Noch Bro, wenn das da ist ein fucking L. Ja. Aber mit dem komme ich mal ins Training. Schon? Ich komme mit dem ins Training. Geil. Weißt du, machen lassen? Mach Werbung für den. Eben, der Dude da, William heisst er, ich habe ihn tagged auch schon in der Story. Der Bruder hat es gesehen, dass ich es designe. Er hat mir geschrieben... So, Speicher voll. Ich weiß gar nicht, wie viel es aufgenommen hat. No. Auf jeden Fall die Shirts von William. Ich tag's nochmal rein. Der Bruder wirklich 10% spendet er an ein Waisenhaus in Togo.
Er war super effizient, super schnell gewesen. 3 Tage, nachdem wir es besprochen haben, hat er mir die Libris gemacht. Die Libris wird es bald geben. Zuerst mal für mein Umfeld, für meinen Umkreis und dann auch natürlich für jeden Fan oder jeden Supporter. Genau. Mega oversized geschnitten, in Portugal hergestellt. Keine Kinderarbeit oder sonst etwas. Das war uns wichtig gewesen. Und ja, es kommen jetzt neue Sachen. Gruß an William. Und schickt einfach mal Geld auf Afrika. Einfach so. Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen. All die da von wegen Klimawandel, jada, ja, CO2-Steuern, jada, Tesla, links und rechts, alles Elektro. Bro, in Afrika müssen sie in den fucking Flipflops irgendwelchen Kobaltminen den Scheiß rausspitzen, damit du deinen Scheiß Tesla kannst fahren. Schick das Geld dort runter und hör auf so Scheissdreck mitmachen, wo uns die scheiß User die ganze Zeit in den Grind reinballern. Wir sind in der Schweiz, wir haben 8 Millionen Einwohner. What the fuck sind ihr genau am Reden? Hat es euch ins Hirn geschissen? Hört auf, Sklaverei zu supporten. Putain, Chiefchen. Voll hässig jetzt. Während wir voneinander lachen wir miteinander. Danke dir. Vielleicht schneidest du es raus. Wehe, ich schlage dich voll auf. Das passiert sowieso. Schatz. Peace out.